Jetzt rück an, dann starrt Funke her, mit'm Struß ganz los, ob dem Gewehr. An der Klemme, da hängt der Öllichstrahl und um den Kopf den Lambordan. Wart und wieder wach, dat hängt im Lief, dat lag wieder wach. Hört wie stramm, wieder wann, wie drum, die schreit tramplam. Wäsch ob sich, damit wir auch marschieren kann, man Platz, ihr Glück, dann Funke Herik an. Ritsch, ratsch, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Reis, Schwenk, Marsch, dat ganze Schwölzchen geht, dat flog im Ruck, grad wie geschmäht. Präsentiert, der Knappis an het Lief und schwapp, dat Land, jetzt stonze stief. Sich wie Staats, wie der Watz, wie Fatzchen, der am Platz, wie der Watz, Stunde Kerz, wie der Wels, man meint und Wörter Perls. Wäsch ob sich, damit man präsentieren kann, man Platz, ihr Glück, dann Funke Herik an. Der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Ritsch, ratsch, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Pass, jetzt Funk macht dich parat. Gebütz wird jetzt noch Funken an. 1, 2, 3, da ist der Knubbel für. Wie Jück, ma Flück und Törele. Lecker Weg, wie der Weg, reck immer die seh ich, wie der Weg. Leben nutz, wie der Wutz, jetzt los ma einzelnen Butz. Wäsch ob sich, damit ma auch Jod Mütze kann ma Platz. Ihr Glück, dat Funke Herik an. Der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Ritsch, ratsch, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Ritsch, ratsch, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt. Ritsch, ratsch, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt, der Wutz kaputt.
Aufgepasst! Endlich ist es wieder so weg und ich darf euch herzlich begrüßen zum Regimentsexerziere der Kölsche Funke Ruf. Halt, was ist dann hier los? Sag, was machst du dann hier? Ja, wir haben doch Regimentsexerziere bei der Funke. Ja, und was kann ich dann dafür? Das ist Mickenbühn hier. Ja, und du weißt doch, wie das hier heißt. Hier heißt es nicht herzlich willkommen, hier heißt es, seid ihr all da? Ach so. Ja, genau. Und dann heißt es, dann können wir ja anfangen. Ja. Herrlich, herrlich. Du hast ja recht. Wir sind ja hier im altehrwürdigen Henneschen-Theater und deswegen kann ich ja nur sagen, Henneschen, wir begrüßen dich und du mir doch jetzt erklären, wie geht das dann hier wieder? Ja, wie geht das? Ist ja ganz klar, das weiß doch jeder im Henneschen-Theater geht das so. Dort am Schluss nicht vergessen, alle Male in der Hänge zu klatschen, auch daheim, denn der Applaus ist dem Henneschen so viel wie jetzt Salz in der Suppe. Genau. Zup. Ja. Das passt genau zum Regimentsexerzieren, denn hückidet ja Ärzte und ich hoffe, dass jeder eine, der zulurt und uns kennt, auch sie Züpsche zu Hus im Wohnzimmer hat. Ja, genau, das ist eine gute Idee, da hast du recht. Ja, das passt doch gut mit der Suppe. Ja, und wie geht jedes dann, ne? Wir tun all zusammen noch jetzt Salz dabei, damit es dem Henneschen immer gut Flupp! Ja, genau, Flupp heißt das, richtig. Und was muss bei dir alles fluppen? Ja, ich hoffe, dass natürlich alles eine schöne, lustige, kurzweilige Sendung wird, denn mit dem Krönchen-Virus muss man sich ja nicht infallen lassen. Ever, Henneschen, wir zwei Holzköpfe, wir können uns ja in den Arm nehmen. Genau. Die anderen müssen den Mundschutz antun, wir aber nicht. Ne, wir sind ja Holzköpfe. Genau. Ja, pass auf, und wie geht jedes dann bei dem Henneschen-Theater so? Und jetzt noch einen Augenblick Geduld. Wir geben bloß der Katze ein bisschen. Hoi! Ja, richtig, hi! So muss das sein. Und dann heißt es, und jetzt können wir ja anfangen. Ja, das ist wunderbar, Henneschen. Aber beim Regimentsexerzieren der Kölsche Funke Rot-Wies beginnt das ja immer mit einem dreifach donnernden Alarv. Und das rufen wir jetzt zusammen. Oh ja. Uns all die ihr jetzt an der Flimmerkiste sitzt, herzlich begrüßt zum Regimentsexerzieren der Kölsche Funke Rot-Wies von 1823 mit Remo von Etze Köln! Alla! Funke! Alla! Köln! Alla! Und Henneschen, sehr zum Wohle. Und viel Spaß daheim an der Flimmerkiste. Hallo und herzlich willkommen. Funke Opiepass. Liebe Freundinnen und Freunde der Kölsche Funke Rot-Wies, heute ist ein wichtiger Abend, denn wir haben das Regimentsexerzieren der Roten Funken vor uns. Und wenn das in den einen Wohnzimmer im Maritim nicht funktioniert, dann müssen wir in ein anderes Wohnzimmer gehen. Und das ist die Üleports. Und deswegen haben wir hier ein bisschen mit der Hilfe von RTL West gezaubert und die Üleports ins Studio geholt. Heute das Regimentsexerzieren ist etwas ganz Besonderes. Jeder rote Funk, der irgendwann mal ein wirklicher Funk werden will, der wird an dieser Stelle sozusagen getauft, geboren. Kütt ob de Welt, weil er den Eid auf die Funkenfahne schwört. Das ist so das Zentrale, worum es heute geht, unter anderem. Und dabei war das sicherlich kein einfaches Jahr für unsere Rekruten. Ich bin nicht alleine heute hier, sondern der Koadjutant, der hochverehrte Herr Appelsin ist mit dabei. Und ja, Dirk, wie haben wir das erlebt mit den Rekruten? Ja, hallo Hans-Günther, guten Abend zusammen. Wie war es mit unseren Rekruten dieses Jahr? Sie hatten eine schwere Zeit. Jetzt ist es ja so, bei uns müssen die Rekruten ja mindestens 2 Jahre hospitieren. Und das ist ja schon eine lange Zeit. Und wir wollten und wir hatten auch das ganze Jahr über die Hoffnung, in irgendeiner Form ein bisschen Karneval anzubieten und wollten sie deswegen auch unbedingt vereidigen. Und man hat dann halt immer wieder durch geänderte Corona-Regeln versucht, den Tanzprozess, also unseren aufwendigen und schwierigen Funkentanz den Jungs beizubringen. Und da auch vielen Dank an Jackie von Goretzky und Andreas Schlack, die beiden
Rekrutenausbilder, die sich auch viel Mühe gegeben haben. Das endete dann nachher sogar in Zumba, in Zoom-Tanz-Meetings, die sie gemacht haben. Also man muss sagen, tollen Einsatz. Für uns war es auch schwer, den Spitznamen zu kreieren. Bürgenabend ist dieses Jahr ausgefallen. Aber da kann man ja vielleicht auch sagen, mit den Spitznamen ist vielleicht noch mal wieder was Neues geboren worden. Corona hat uns dabei geholfen, denn damit ihr überhaupt wisst, wie diese Hauptakteure heute eigentlich aussehen und was sie zu sagen haben, was das für Junge sind, welche Anekdoten es vielleicht gibt, haben wir einen Einspieler vorbereitet, in dem sich der Rekrutenjahrgang 2021 einmal vorstellt. Bitteschön. Abend, Hans-Günther, was geht das? Ja klar, Anfang September fangen wir mit den Jungen an. Wie viel Mann sind das dann dieses Jahr? 12. Eine Bayer aus Kummerst, war auch noch eine zu leben. Ja, jetzt los, der Knacker sie nicht was machen können. Macht gut, tschüss, Herr G. So, liebe Funke, heute gucken wir mal bei den Rekruten, ob die sich auch ordentlich vorbereiten. Kommen wir mit. Der dreht sich ihnen doch berühmt. Ja, was säst dran dazu? Ja, was säst dran dazu? Obedi dumm, 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 und der Rümm, dat flupp. Ja, was säst dran dazu? Ja, was säst dran dazu? Sich der Stiefel zümmeln, dreht sich ihnen doch berühmt. Ist Jod. Du machst mich fertig. Was ist hier los? Ja, wir proben Corona-konform für die ersten Zoom-Auftritte. War nix. Was? Da war du musst hier tanzen. Ja, aber der Knackers hätte mal zu jetzt verzahlt. Das tut mir leid. Tschüss. Hallo Knackers. Ja, der Dirk hat mir gesagt, wie schlimm die Rekruten dieses Jahr sind. Was machen wir mit denen? Was? Ach, die 4, ja, das ist eine gute Idee. Ja, die sollte sich die Jungs für nehmen. Ist gut. Tschüss, macht gut. Wir können? Ja. Okay. Ja, weil ich meine Kinder kenne, wenn ich nicht um 8 Uhr da wäre, wäre ich um 10 Uhr immer noch nicht weg. Das müssen wir leider rausschneiden. Das ist jetzt hier zu intim. Wie nennt man die Eier vom Pfarrer? Heiliger Bimbam. Wie bist du denn so im betrunkenen Zustand? Ich trinke meistens so viel, dass ich immer noch nach Hause komme. Mit dem Auto? Nein. Guck nur dich an. Zwei Blondinen sitzen in der Bar vor einem Spiegel. Sagt die eine zur anderen, schau mal, die trinken das gleiche wie wir. Ich gehe mal zu ihnen rüber. Sagt die andere, bleib sitzen, die kommen gerade zu uns. Was ist das denn für ein Witz? Lehrerin, Fritzchen, nenn mir ein paar Tiere. Fritzchen fängt an aufzuzählen. Pferdchen, Eselchen, Schweinchen. Und so bricht die Lehrerin. Fritzchen, lass doch bitte das Chen am Ende weg. Fritzchen, okay. Eichhörn, Kanin, Fred. Warum lässt die Blondine die Milch fallen? Weil sie nicht haltbar ist. Schönes immer selber. Fritzchen geht mit seinem Vater einkaufen. Der Vater legt eine Packung Kondome in den Einkaufswagen. Fritzchen, was ist das für ein Dingsbums? Vater, das ist ein Bumsdings. Ich habe auch mein Bestes gegeben, um die Funken da nach vorne zu bringen, aber irgendwie war das jedes Jahr... Aber Schiedsrichter, ne? So viel schieben konnte man nicht. Susi, zu ihrer Lehrerin. Haben alle Frauen Busen? Darauf die Lehrerin. Ja. Susi, haben Sie auch Busen? Lehrerin, ja. Susi, können Sie die denn mal mitbringen? Dein Spitzname gibt eine Katastrophe. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle. Ein Kölner, Liebesbissen. Ein Kölner spaziert im Rheinufer entlang und sieht dabei, wie jemand aus dem Rhein trinkt. Er ruft, Ey, bist du bekloppt? aus der Chemiebrötchen Suffe? Der Jössi kaputt. Der Fremde blickt auf, hat eine Fortuna Düsseldorf-Schale angesagt.
Ich hab's ja nicht verstanden. Darauf der Kölner, trink langsam, Jung, das Wasser ist kalt. Erstmal trinkst du noch einen Schnaps. Apropos, viel gehört. Ja, denke nicht vergessen. Ein kleines Schabäuschen wäre auch ganz gut, wenn wir da mal zeigen könnten. Ich glaube, wir haben die begrüßt mit Herrn Schutzmann. Sieht etwas abenteuerlich aus, das Auto, das fährt aber. Nee, du hast auch noch gesagt, ach, das Klebeband, haben die Idioten in der Werkstatt das nicht abgemacht? So, genau. Du hast unter Alkoholeinfluss deine erste Freundin kennengelernt, oder habe ich das jetzt wieder durcheinander? Wer hat das nicht? Mein Mann. Sie hat halt am 1.1. Geburtstag gehabt und... Okay, selber schuld. Ja. Die Frauen lieben mich nicht wegen meiner Muskeln, sondern wegen meines österreichischen Charmes. Mein Herz schlägt für Österreich. Gab es Exzesse, sei ehrlich? Bestimmt. Okay, zu lange überlegt, es gab einen Exzess. Okay, dann ein Schabäuschen für dich. Björn Griesemann, Dino Massi und Heinz-Güter Unholz stehen irgendwann am Himmelspörtchen vor dem lieben Gott und begehren Einlass. Der liebe Gott fragt zunächst: Leven Björn, du Schlumpf, warum glaubst du denn, dass ich dich in den Himmel aufnehmen sollte? Leven Herjord, ich bin immer für den echten Kölschen Fasteleer eingestanden. Na gut, Jung, setz dich zu meiner rechten Seite. Und du? Dino, was hast du zu bieten? Dino antwortet: Ich habe immer mein Kölsch brav ausgetrunken. Okay, Jung, komm an meine linke Seite. Na jetzt aber, was hast du denn noch zu sagen? HGH. Lieben Herrjord, sorry, aber du sitzt auf meinem Stuhl. Ja. Das Problem ist, es ist kein Witz. Ich würde sagen, du bist entlassen. Ich würde sagen, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Warum Hans-Günther? Ach, der Dirk ist auch an der Leitung. Hat das gesehen, ja, aber gut, ne? Ich denke, das hat jetzt begriffen. Und hätte auch keiner 4 Wochen gefehlt. Also vom Knackers und von mir habt ihr grünes Licht. Ihr könnt die Junge vereinigen. So hat er jetzt allen Vorstellungen, wie sich der Rekrutenjahrgang 2021 darstellt. Herzlichen Dank. Gleich kommt euer großer Moment. Doch bevor wir weitermachen in unserem Regimentsexerzieren, nochmal ein üblicher Hinweis, wie er in diesen Tagen sein muss. Überall seht ihr Menschen, die die Masken tragen. Und auch mir haben ja das Schnüssjadinchen immer dabei. Aber all wie wir hier sind, im Studio, in den Tagen, wo wir diese Einspieler gedreht haben, wurden jeden Tag getestet. Meistens von unserem Vorstandsmitglied Luther Paas. Herzlich Dankeschön. Und nie war einer dabei, der positiv war, obwohl der Rude Funk an sich ja positiv ist. Also ihr könnt sicher sein, alles, was wir getan haben und auch jetzt tun, ist immer unter strengster Überwachung der Corona-Vorschriften. Und ich habe es ja auch immer dabei und es auch immer wieder an der Hand. Kommen wir jetzt zu den Ehrungen der Jubilare. 25 Jahre treue Kölsche Rude Funk. Dann verändert sich die Nadel der roten Funken, die man so unter dem Jahr am Revers trägt, und kriegt einen silbernen Lorbeerkranz. 25 Jahre, da hätte man schon viel erlebt bei der Kölsche Funk Rot-Wies.
Und das haben wir vorbereitet mit einer Urkunde. Einen haben wir rausgesucht, wir hätten sie alle nehmen können. Er war der steht nämlich eigentlich immer hinter der Britz und ist am Rühme, damit in den Veranstaltungen die Bühne parat ist und dirigiert dort die Mannschaft und ist seit vielen, vielen Jahren bei uns. Alle, die gleich vorgelesen werden, haben also 25-jähriges Jubiläum. Und so auch der Ulrich Bäumling. Standen's ob? Ja, Dankeschön. Zachaies bei uns genannt. Hat 25 Jahre treu sie gefunken den Zyklop und de Färbe von unserer Vaterstadt manierlich vertrudde. Dafür wird ihm herzlich gratuliert und Dank gesagt. Mach wieder so, Marcelle ob dich. Alaf Gölle, Alaf uns Funkechor, am 18. Januar Heinz-Günther Hunold. Das, Zachaies, ist Ding-Urkund. Und nicht nur du hast Jubiläum, sondern auch die Junge, die jetzt genannt wird. So sieht das Nädelchen aus, dass du dir demnächst dann an Revier machen kannst. Das Diplom und die Silbernadel erhalten der Jahrgang 1997. Ulrich Bäumling, Zachaies, Hermann Josef Büttgenbach, Georg Ziongalla von den Förderern, Albert Elend, Bauklötzje, Walter Hüsch, Grielecher, Hans-Joachim Kamp, Nübscher, Hubert Koch, Knuddel, Manfred Müllewitz, Wesjetesch, Kaspar Schiffer, Michael Schneefell, Wegschnapp, Rainer Schulz, Plafum, Heinz-Peter Wirz, Petzbahn, Manfred Witt, Karott und Hartmut Zimmermann. Herzlichen Glückwunsch. Das waren jetzt die 25-Jährigen. Ja, und bei den 33-Jährigen, Dirk, da gibt es was ganz Besonderes. Vielleicht kannst du das mal erklären. Ja, für 33 Jahre Mitgliedschaft gibt es das silberne Verdienstkreuz der Roten Funken. Es gibt keine Urkunde, weil wir bei den 11-jährigen Jubilaren, beziehungsweise die Zahlen, die sich mit 11 multiplizieren lassen, immer nur noch eine Auszeichnung haben, ein Kreuz. Das kleinste davon ist das silberne nach 33 Jahren. Es wird hier an der Seite getragen. Und ja, es ist schon eine tolle Leistung, bitte. Also das sind dann noch unsere Pajomie. 33 Jahre ist der sogenannte Verdienstorden in Silber. Das ist der Jahrgang 1989 übrigens. Und da sind ganz bekannte Namen drin. Zum Beispiel herzlichen Glückwunsch an Konstantin Brovo, Zimbum, Ingo E. Müller, Flötekies, Ferdinand Teigelhöfer, Surbrode, Ralf Thomas Bützmohl, Johann Warming, Knusperdösje, Kurt Weber, Visage und Hans-Udo Zieren, Schier. Herzlichen Glückwunsch. All den Jubilare zu ihre rufen wir aus, dreimal von Hetze Kölle, Funke, Kölle. Ich hoffe sehr, dass er das all mitmacht, wenn er jetzt im Wohnzimmer sitzt, weil die Verbindung muss natürlich funktionieren. Und jetzt an dieser Stelle machen wir es ganz anders beim Regiment exerziere, als ihr das kennt. Denn die jetzt 25 und 33 Jahre dabei sind, die haben halt genau das Thema, dass der Moment, wo sie dieses Kreuz bekommen haben, so lange Zeit schon her ist. Und eigentlich ist ja beim Regimentsexerzieren der Vereidigungsprozess ziemlich am Ende der Veranstaltung. Machen wir Hücke anders. Denn wir wollen sehen, dass wir euch über den Verlauf der Sendung die Spitznamen zeigen. Und die haben wir nicht in der Üleports verjuffe, sondern an ganz speziellen Orten. Und die werden euch über die ganze Sendung begleiten. Und genau deswegen machen wir die Vereidigungszeremonie genau jetzt.
Funke Opiepass, es ist euer Tag, wo unserem Rekrut ne Funk weht. Legt bitte eure Hand auf die Fahne und sprecht mir nach. Beierlich, Böckem, Ädenütz und bei der Rudwies Funkemütz. Bei Öllich, Böckem, Ädenütz und bei der Rudwies Funkemütz. Beim Hölzer Zabel und Gewehr will treu ich sinn dem Fastelehr. Beim Hölzer Zabel und Gewehr will treu ich sinn dem Fastelehr. Will so viel Suffe als der Mare ohn Biesterei kann Jod verdragen. Will so viel Suffe als der Mare ohn Biesterei kann Jod verdragen. Der Mädcher will ich mich verschriebe, der Bützerei nicht überdrieve. Der Mädchen will ich mich verschriebe, der Bützerei nicht übertriebe. Och Knutsche will ich mit manieren, nur kölsche Mädchen karessieren. Och Knutsche will ich mit Manier, nur kölsche Mädchen karessieren. Ne Funk will ich sinn, von Unger bis Buwe, dat du nicht ob die Fahnen gelaufen. Ne Funk will ich sinn, von Unger bis Borre, dat tun ich ob de Fahnen gelaufen. Herzlichen Glückwunsch dem ehemaligen Rekrutenjahrgang des Jahres 2021. Jetzt sind der echte, treue Kölsche Funke Rudwies. Herzlichen Glückwunsch. Und dreimal von Netze Kölle! Anna! Funke! Anna! Kölle! Anna! Sehr zum Wohle. Und jetzt kommt das Chorkreuz. Trage es in Ehren. Schön, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit uns. Herzlich willkommen bei der Kölsche Funke Rudwies. Viel Vergnügen, genießt die Zeit. Herzlichen Dank. Hier darf ich auch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Viel Spaß mit uns. Dankeschön. Unser Schutzbefohlener, der uns über so viele Kilometer durch die Welt geflogen hat. Ja. Viel Spaß in unserem Kreis. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ich war Spitzname gesagt. Dir auch alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Genießt die Zeit bei dem Roten Funk. Das wäre wahr. Besten Dank. Genießt die Zeit. Dankeschön. Bist du vom Stengelfels, bist du jetzt in der Ruhe Funk. Und Beitrags bezahlen hast du nicht. Herzlichen Glückwunsch. Euch beiden. Okay. Doch, schön, schön. Und du auch. Das ist ja wieder. Dankeschön. Ja, denkt man jetzt wirklich sehr gespannt. Aber wir halten den Spannungsmund bis Weihnachten. Schmal, herzlich willkommen. Willkommen im Club. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du eine echte Kölsche Rudefunk. Dankeschön. Also, ich sag mal 99,0%. Ja, auch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt sind die Funke oder ehemalige Rekrute vereidigt. Und damit gehören sie zur Familie. Aber noch nicht so ganz richtig. Denn irgendwo gehört ja dazu nicht nur das Chorkreuz, das haben die Junge ja bekommen, sondern auch der Spitzname und die Urkund. Denn eine runde Funk blieb man, bis man vom Stängel fällt. Doch bevor wir dazu kommen, werden wir jetzt erst einmal noch mal für ein bisschen Entspannung sorgen, nach so einem heiligen Moment. Und da hat sich der zweite Knubbel zu Wort gemeldet, der in schwierigen Zeiten nach Lösungen sucht,
wie man vielleicht neben dem Impfstoff noch was anderes finden kann, mit dem man vielleicht aus der Krise herauskommt. Und da haben sie etwas sehr Funkentypisches ausgemacht. Aber schaut es euch an. Im Jahr 2021 herrscht Eiskale 1823 Lockdown in Köln. Es droht der Absage vom Rosenmontagszug. Die Kölsche Funke Rot-Wies haben im Archiv in einem Aale-Buch ein Postkarte gefunden. Dort berichtet eine Aale-Funk, wie sie von 1918 bis 1920 die spanische Grippe mit einem Trank besiegt haben und somit der Fortbestand der Rote Funke gesichert war. Der Archivfunk meldet die Karte direkt singen Präsident und Kommandant. Was weht nur aus dem Fastelovend und der Rote Funke? Lebe der Klötz, kommens zu Dingen Präsident und Kommandant, der hier ob dich wart und jetzt mit dir beschwade will. Was hast du, Jung? Ich habe mir nämlich die letzten 1823 Sekunden ins Gedanke gemacht, wie mir aus der verheerenden Situation rauskommen können. Ja. Wir müssen der Fastelovend retten, der Rosenmontag. Unbedingt. Geht überhaupt nicht anders und dafür brauche ich Lück, die kreativ sind. Mich? So wie du. Oder auch andere. Lasst nur ins Lure, was zum Beispiel der erste Knubbel gemacht hätte. Wie lieb und luftig perlt die Blase, der Wöff Clicquot im Glase. Nee. Das ist es noch nicht. Film ab für den dritten Knubbel. Mit schmeckt der Dopp sehr zum Wohle. Das hilft uns nicht. Vierter Knubbel. Sehr zum Wohl. Wenn ich mir das so anlure, dann könnt nur einer in Frage und das bist du. Nee. Du wirst jetzt Finger und du in der Gefalle. Lur zu, dass man der Rosenmontagszug retten könne und die Session. Und mach dich mit Dinge Junge vom zweiten Knubbel auf die Suche nach der Tinktur. Spielche an der Wand. Wer soll uns jetzt helfen in unserem Land? Ja, hallo erstmal. Euer Präsident aus Köln, der ist schlau. Aber das Henneschen aus Knollendorf, das ist tausendmal schlauer. Es geht darum, dass Fastelovend ausfallen soll, wegen dem Krönchenvirus. Und das Spielchen hätte gesagt, du seist so schlau, du hättest vielleicht eine Idee, was wir machen können. Eine Idee? Ja, lass mich so überlegen. Moment. Ach ja, ich kann es. Weißt du was? Ich rufe einfach die Fantastik vor von 1823 an. Ne? Das ist eine tolle Idee, Jung. Mach das. Beeil dich. Holger, bist du es? Ja. Holger, hier ist Hennes hier. Hören Sie, ich habe gehört, dass du mit dem Joe noch La Palma pflegen willst. Ja, wunderbar. Hören Sie, wenn du da bist, dann denk dran, dass ihr da noch sucht, wo man söken sollt, ne? Ja, und sucht nicht so viel, ne? Vergesst nicht zu söken. Ja, ist gut. Ich sag den anderen noch Bescheid. Gute Flucht, ne? Macht es gut. Tschüss. Mensch, Joe, wir haben es noch fast geschafft. Wo ist denn dran? Oh, da ist Kraft drin. Boah, das ist ein Den nehmen wir mit. Komm. Ach ja, hallo, Klixi, Pappnass, bist du? Ja, ich bin das Henneschen. So, hören Sie, bist du unterwegs? Ja, jang jetzt los, jang da hingen, da, wo der Fastelovensbrunnen ist, weißt du, aus Neuerburg. Farina, ja. Genau, Farina, ja. Weißt du, da hier doch das echt Körnigwasser. Nicht das 47 Öl für Döns. Farina, das Richtige, ja. Ja, vielleicht findest du da jetzt, ne? Ist gut, bis später. Tschüss. Nee, das ging ja nicht, das Zeug. Hey, Schier, aufwache! Ja, ich komme vom Klötz. Wir sind auf der Suche nach einem Rezept für das Krönchenvirus zu besehen. Hast du vielleicht eine Idee?
Das ist schwierig. Ich habe das alles ausprobiert. Ich habe mir Wehrwasser aus der Spitalskapelle geholt. Das gute Schreckenskammerkölsch hatte ich mir selbst intravenös injiziert. Und aus der überflüssigen Organ, die ich manchem Funke rausgeschnitten habe, hat ihr Impfstoff gemacht. Hat alles nichts genutzt. Und das bestätigt nur meine erste chirurgische Lehrweisheit. Eine Krankheit, die du nicht fortschnicken kannst, die taucht nichts. Das ist einfach so. Da kannst du nichts machen. Ich habe hier im Spital die leckerste Mädchen von Köln. Und die konnte uns ja vielleicht helfen, die Zick hier zu überbrücken. Rote Funken, Jungs. Ja, Schier, das hört sich auch gut an. Aber was meinst du, wie lange dauert das? Ja, das kann ich ja leider auch nicht sagen. Da kann man wohl nichts machen. Da müssen wir wohl wieder loben. Aber trotzdem danke. Hallo? Marieche? Judith, bist du? Ja, ich bin der Hennessy. Hallo Hennessy. Ja. Sag uns, du musst den Junge vom zweiten Knubbel unbedingt helfen. Ja, die Söken jetzt hier in der Kröchensvirus. Ja, Rezept. Ja, pass auf. Ich habe hier folgendes Rezept gefunden. Funken im Glauben zu lassen, dass sie mir eine tolle Geschichte erzählen, wenn sie einen anstrengenden Wachtag hinter sich haben. Ne? Okay. Gut, dann hätte ich noch ein Rezept für den besten Zeitpunkt aufzuhören. Auch nicht. Ja, also, das tut mir echt leid, aber ein Rezept je nicht Krötchen-Virus, das habe ich nicht. Nee, tut mir leid, das tut mir wirklich leid. Ja, alles klar. Hör mal, Henneschen, mach es gut, ne? Ja, tschüss. Mach es gut, tschüss. Tschüss. Tag Karl, wie geht es dir? Ja, Tag Glückwunsch. Mir geht es relativ gut. Ja, mit dem Dress ist ja schon scheiße. Ja, das kann man wohl sagen. Hören Sie von deinem Onkel, der ja bei der Funke war. Ja. Der war ja auch Senatspräsident. Und Vizepräsident. Genau. Und die Frau mit der spanischen Grippe. Kannst du mir das jetzt darüber erzählen? Ja, das muss ja irgendwann in den 1920 rum gewesen sein. Und der hat... Wie gesagt, das war also genauso wie mit der Corona-Welle gewesen, also kannst du mir vorstellen, das ist auch schon lange tot. Und die hatten natürlich damals noch nicht die Medikamente und auch nicht die Untersuchungsmethoden. Die sie heute haben. Und uns bis dahin geschlafen. Nee, war sehr interessant, Karl, das war wunderbar. Ja, ne? Ja, und dann hätte ich gesagt, dann hätte der Weiße Reiter uns gerettet. Ach, das ist aber schön. Ja, da freue ich mich ja drüber. Ja. Ne? Tag Glückwunsch. Du bist es. Du bist der Weiße Reiter. Hast du dann ja keine Idee, hat dann keiner in der Kochgeneration irgendwelche Junge, irgendeinen wichtigen Hinweis überlegt? Doch, meine Vorgänger hätten mir immer gesagt, wir sollten die Kell niemals aus der Hand geben. Die Funke möchten die aufpassen. Ja. Und das die nie irgendwo weg mit können. Und das wäre der Quell der Funke. So, wenn jemand hat, der Löffel, dann lassen wir uns schauen, ob der überhaupt funktioniert. Zu treuen Händen. Zu treuen Händen, ja. Dann lassen wir uns schauen, ob der überhaupt funktioniert, die Dinge müssen. Barmettes, ich werd bekloppt. Es steht hier drin in dem Löffel. Nee. Lade das an. Das ist ja Wahnsinn. Ich schwör, das ist ein Rezept. Das ist ja wunderbar. Das ist ja der Wahnsinn. Boah, herrlich. Jetzt ist mir vieles klar. Ich habe uns nur noch kalte Wodka, damit muss ich schäppen. Lev Knubbelmajorat, ich löf, ich han jetzt Jotes jeden das Krönchen-Virus gefunden und euch alles nach Köln geschickt. Mit dreimal von Hetze. Öllig, Stink, Cipula, Putzer, Öllig, Stink. In der zweiten Knubbel an Freude und Spaß gebracht. Zu uns kann jeder kommen, der so jen wie wir uns lacht. Wir sind der zweite Knubbel an Freude und Spaß gebracht. Zu uns kann jeder kommen. Was man nicht alles aus einem Öllig machen kann, ne? Schön wäre es, wenn das wirklich Realität wäre. Aber, wie dem auch sei, kommen wir zurück zur Vereidigung. Noch so ein paar Prozent fehlen, bis die Junge richtig da durch sind. Und jetzt haben wir die ersten 3 Mann, die ihren neuen Funkenspitznamen
erhalten. Und dafür sind wir an spezielle Plätze in Köln gereist, die irgendwie etwas mit ihren Spitznamen zu tun haben. Opiepass. Ja, liebe Freunde und Funke Opiepass, wir sind jetzt an dem Punkt, wo der Spitznamen verliehen wird an einem ganz besonderen, man kann fast sagen, heiligen Ort. Denn der leibhaftige Prinzenführer des Dreigestirns der Session 2021 steht neben mir. Und ja, Markus Heller, man muss immer wieder ein bisschen gucken, dass man sich erkennt, aber diese lachenden Augen sind ja den Kölnern bekannt. In seinem Gewand, schwarz, in so einem Frack, der so ein bisschen Schärpen hat an der einen oder anderen Seite. Und wir haben einen Spitznamen zu vergeben an den roten Funken, der neben ihm steht. Und die beiden haben was miteinander zu tun, denn der Ulrich Häger, ist jemand, der sich vorgestellt hat bei den roten Funken, indem er gesagt hat, nicht nur, dass ich in den angesagten Clubs Kölns getanzt habe, dort weiß ich nicht wieder bei dir war, Markus. Nein, ich bin vor allen Dingen zu Hause bei den Karnevalsfreunden in Beschen. Also Karnevalsfreunde in Beschen, sozusagen der Eggeröm. Aber da war er im Karnevalsverein in verschiedenen Vorstandspositionen Geschäftsführer und er war 4 Jahre Prinzenführer in Beschen. Und dann haben wir natürlich geguckt, was ist das Besondere an dem Prinzenführer? Schön, dass du so schwarz angedonnt bist, denn wir haben eine Funkentochter, das ist die Claudia Engels. Und die hat auf der Bühne mal ein wunderbares Lied gesungen von einem Fridolin. Und ich weiß ja nicht, ob du das noch kennst. Das ist schon ein bisschen her, aber du wirst es dir wahrscheinlich sehr schnell anhören. Markus, kennst du das Lied vom Fridolin? Fridolin. Und irgendwie muss das was damit zu tun gehabt haben, dass unsere Claudia Engels wahrscheinlich auf dem einen oder anderen Prinzenführer wirklich gestanden hat. Und der Fridolin, das war eine Pinguin. Und deswegen kriegst du der Spitzname Platschemann. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und dreimal von Hetze Kölle. Funke. Kölle. Sehr zum Wohle. So, jetzt muss ich das Manuskript hier wieder rausnehmen. Das ist deine Urkunde. Dankeschön. Du bist der Erste. Danke. Herzlichen Dank. Also vor uns steht jetzt der hochverehrte Herr Robert Schier. Wir haben wieder eine Art, und auch da geht der Generationswechsel weiter, es kommen immer wieder neue dazu. Er ist Anästhesist, haben wir auch schon eine bei uns, aber da kommt noch eine dazu, macht aber viele andere Dinge. Nun hat er uns ein bisschen was erzählt, als er sich vorgestellt hat. Ihr habt ihn ja schon kennengelernt. Jetzt frage ich dich mal, Robert, hast du eine Ahnung, warum wir uns gerade hier treffen? Was das mit deinem Spitznamen zu tun haben könnte? Irgendwas mit Wasser vielleicht? Claudius Therme. Also es hat was mit Wasser zu tun, weil die Claudius Therme sind ja dafür bekannt, dass man hier nicht nur ein Halbbad hat, sondern auch sozusagen nackig durch den Yachten laufen kann in der Saunalandschaft. Du hast bei deiner Vorstellung mal eine Geschichte erzählt, das hat mit eurer Badekultur zu Hause zu tun. Jetzt nimm mal ab und erzähl mal. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich immer so ein bisschen locker drauf bin und manche von mir mal gesagt haben, ich bin als Kind so heiß gebadet worden. Willst du darauf hinaus? Also ich sag mal so, du hast das selber behauptet. Du wärst, ihr wart zu dritt, drei Ja, zu Hause, 3 Kinder und du warst der Kleinste. Ja, genau. Und du hast gesagt, ich war der Kleinste und ob das Badewasser zu heiß war, wurde immer mit mir getestet. Ja, genau, stimmt. Ich wurde als kleines Kind immer in die heiße Badewanne geworfen. Und wenn ich geschrien habe, ja, dann wusste jeder, was Sache war. Und dann kam kaltes Wasser dazu. Wie bist du in das Wasser hineingeworfen worden? Natürlich so, wie der liebe Gott dich geschaffen hat. Und deswegen kriegst du von der Funke der Spitzname Pudelrü. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Alles gut. Vielen Dank. Bitteschön. Pudelrü.
so heiß hier war, ging ja nicht. Ja, genau. Hier. Ja. Ja, lieber Wolfgang Niewert, jetzt bist du eine vereidigte Kölsche Rudolf Funk, jetzt fährt nur noch der Spitzname. Und beruflich hast du mit Immobilien zu tun, von daher sind wir hier auch an einer ganz besonderen Immobilie, die mit dir jetzt zu tun hat. Denn du kommst aus Meerheim und deine Kirche ist St. Gerion und in Meerheim und von daher hast du in 2 Chören schon mitgesungen oder bist da zu Hause. Also das Liedgut ist deins. Auch bist du Mitglied bei den Nikutas. Die habt ihr euch damals ausgesucht, um die zu begleiten. Und deswegen haben wir uns gedacht, weil das ja praktisch Heding Fedel ist. Und da du der Freund des Liedgutes bist, vor allen Dingen noch der schöne Kölsche Lieder, wollen wir das mit Willi Ostermann auslösen, wie Dinge Spitzname ist. Und vielleicht ahnst du ja schon, wie der damals gesungen hat, ach, was war das früher schön doch in Kolonia, als der Franz mit dem Lies Norm Ale Koberg ging. Dinge Spitzname ist Ale Koberg. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So. Danke sehr. Vielen Dank. Das erste Fädel von der jungen Funke haben wir jetzt wirklich komplett. Sie haben der Funkeneid abgesagt, sie haben das Funkekreuz gekriegt und auch ihre Spitzname. Die sind da durch. Die anderen werden folgen. Ehren möchten wir aber an dieser Stelle Menschen, für die das schon 40 Jahre her ist und zum Leidwesen des Schatzmeisters jetzt beitragsfrei sind, weil sie Ehrenmitglieder werden und jetzt nur noch, was man natürlich auch hoffe, nicht so ganz uneigennützig der Beitrag stiften werde. Dafür gibt es eine Urkunde. Und einen haben wir rausgepickt, die darf ich jetzt verlesen. Und das ist der hochverehrte Herr Rolf Langen. Bisse so jod und stell dich up. Du hörst ob der Spitzname Schlabberschnüss. Und hast 40 Jahre treu, Dinge Funke, den sie klopp. Und auch du hast die Färbe von der Vaterstadt manierlich vertrotte. Mit großer Anerkennung verneien wir uns, und du wirst hiermit zum Ehrenmitglied der Kölsche Funke Rot-Wies ernannt. Kölle am 18. Januar. Herzlichen Glückwunsch. Das bist aber nicht nur du allein, sondern da kommen noch ein paar andere dazu. Ja, lieber Heinz-Günther, weiterhin 40 Jahre und damit beitragsfrei ist Herbert Hölscher Bleihot, Rolf Langen Schlabberschnüss, Matthias Lieberts, Toni Merten und Jack Rolf Maximilian von Goretzky-Kornitz, unser Henneschen, der zeitgleich auch 40 Jahre Jubiläum im Henneschen-Theater hat. Herzlichen Glückwunsch und zur Urkunde gibt es auch noch die goldene Ehrennadel. Da muss man natürlich sagen, zum Jackie 40 Jahre im Henneschen. Wenn man das Henneschen so anschaut, hätte sich gut gehalten. Ne? Das hätte sich in 40 Jahren nicht einmal verändert. Nee, also jetzt meine ich allerdings die Puppe. Das ist mir schon klar. Allen, die jetzt beitragsfrei sind, in der Hoffnung, dass er den dann spendet, drehen wir von Herzen Kölle. Allah. Funke. Allah. Kölle. Allah. Sehr zum Wohle. Und jetzt sind wir uns gespannt, wie die Spitzname von der ehemalige nächste Drehrekrute jetzt Jung Funke ist. Aufgepasst. Ja, Leven Dietmar Müller. Noch hast du keine Spitzname, er war der Kütt jetzt. Kannst du dir irgendwie vorstellen, warum wir uns gerade hier in der Basilika Zinterfrings
gerade für dich getroffen haben? Ja, wer so ein bisschen Vergangenheit von mir weiß, auch vom Funken her und privat, da könnte ich mir schon was vorstellen. Okay, mal sehen, ob du richtig liegst. Jedenfalls hast du dich vorgestellt, als es um das Rekrutenverhör gegangen ist. Und irgendwie hattest du direkt jetzt für Dinge jung parat und für die Familie. Weißt du noch, was du da gesagt hast? Da war jetzt mit 8 Uhr und mit 10 Uhr. Ja, richtig. Der Boris hat mir gesagt, mein Vater hat eh nicht blind, der ist immer zu pünktlich. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir um 9 Uhr verabredet sind, bin ich hier um 8 Uhr da, sonst sind wir um 10 Uhr noch immer nicht fort. Ja. Das heißt, du hast also einen großen Witz und bist auch ein Mann der klaren Worte an der einen oder anderen Stelle. Was die Funken besonders lieben, und wir freuen uns, dass du, Dietmar, dir deinen Lebenstraum noch erfüllen kannst und eine aktive Hude Funk wärst. Und deswegen haben wir aber auch gedacht, gleichzeitig bist du ja der älteste Jungfunk. Und wir leben in einer Zick, in der gerade die alle ein bisschen aufpassen müssen, dass sie sich nicht das Grünche-Virus empfangen. Und da das alles so zusammenpasst, kriegst du von uns Hück der Spitzname Schnüssjadinche. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke dir. Da hätte ich nicht mit dir recht. Danke. Super. Schnüssjadinche. Toll. Ja, Patrick, es geht um deinen Spitznamen. Und ich habe ja mal gefragt, ob du vielleicht eine Ahnung hättest, worum es bei deinem Spitznamen gehen könnte. Aber wenn man sich hier umsieht, fällt dann eigentlich nicht schwer, oder? Das stimmt. Irgendwas mit Musik. Also du hast ja bei deiner Vorstellung so einiges erzählt. Du kommst aus Delbrück und eigentlich bist du im Dunstkreis der Blauen Funken und auch der KGU aufgewachsen. Und konntest dich aber nie für eine Seite entscheiden und hast sogar den Schiedsrichter bei der Kamelle-Wurf-Meisterschaft mitgemacht, wo wir noch nie mitgemacht haben als Funken. Also das sollte sich mal ändern. Oder die mir noch nie. Haben wir das schon mal mitgemacht? Ja? Ja. Allerdings hast du auch noch ein anderes großes Hobby und spielst schon seit langer Zeit, seit 1996, das sind ja auch jetzt 25 Jahre, klassische Konzertgitarre. Also wir werden vermust, kann man sagen. Und du gibst auch Kindern Unterricht. Und deswegen kriegst du von uns der Spitzname Harfe Lieschen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das Harfe Lieschen. Nimm mal deine Urkunde. Tobias Frobel. Erster Knubbel, wie man sieht, Strickstrumpf, hängt schon am Zabel, aber noch ein bisschen fehlt, damit du wirklich ein echter Kölscher roter Funk wirst, nämlich die Urkund und ein Spitzname. Und wir haben also einen Platz ausgesucht, der dir sehr viel sagt, weil du im Prinzip hier deine Freizeit verbringst und das wird sich vielleicht ein bisschen ändern, wenn du jetzt Funk bist. Du bist ein Freund der ungesunden Dinge, so hast du dich selber vorgestellt. Oder noch besser, hast gesagt, ich bin im Vertrieb für legale Drogen. Und deswegen sagen deine Freunde, du wärst ein Dealer, weil du mit alkoholischen Getränken oder Tabakwaren dich beschäftigst. Du bist offensichtlich der Einzige hier in diesem Etablissement, der im Flamingo Royal an der Theke rauchen darf. Keine Ahnung, was der so wirklich dealt, noch Ringer der Britz. Und deswegen bekommst du den Funkenspitzname Flüppsche
Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Flüppchen. Das Flüppchen. Gib mal ein Flüppchen. Ja, passt. So. Also eine ganz besondere Art und Weise, wie man das mit den Spitznamen in diesem Jahr mache, ist und hätte alles ja jetzt damit zu tun, dass man anders denken müsse, als man das schon seit bald 200 Jahren tun. Und das fluppt auch irgendwie. Jetzt kommen wir aber zu einer weiteren Darbietung eines Knubbels. Die haben sich eigentlich gedacht, wer uns nicht kennt, ist selber schuld. Man brauche in die Jacke gesehen. Wir zeigen einfach, wer wir sind. Und das hat jetzt mit den Utensilien der Roten Funken zu tun. Oder Utensilien zu sagen, wäre völlig falsch. Mehr um die besonderen Zeichen, die ein jeder Roter Funk mit sich herumträgt. Und jetzt wäre die spontane Frage, er war all Funk gehalten, jetzt sind es die Schnüss, denn die müssten das direkt wissen. Wer weiß eigentlich, was der dritte Knubbel für ein Abzeichen hat? Also man kann ihn mal zeigen, denn der Dirk kommt aus dem dritten Knubbel. Ja, und wer weiß, was das ist? Das ist ein Dillendop. Und das war ein Kinderspielzeug. Vor langer, langer Zeit. Da hatten die Kinder noch so eine kleine Peitsche und es ging halt darum, dass dieser Dillendop an zu tanzen fing. Jetzt tanzt für euch ever ezens der dritte Knubbel mit Allsinger Dilledöpscher. Viel Vergnügen. Lev Funkefründe, auch mir im dritte Knubbel haben hin und her überlad, was man mit all den Beschränkungen trotzdem für das Regimentsexerziere machen könne. Und da fehlt unser Blick ob der Dilledop, das Erkennungszeichen vom dritte Knubbel. Es ist nicht einfach nur ne Dop. Nee, es ist der Dilledop. Er ist aus Holz, hört ob ein Schmeck und manchmal auch ob der Knubbel für stand. Aber jetzt ist der Dilledop voll Truhe und Ersch bedröppelt und lungert am Zabel rum. Ohne ob irgendeiner Böen zu sind, auf im Bus zu fahren. Und so ne Dop hat bestimmt jetzt zu verzelle und er kennt jede Spitzname im Knubbel. Also hört euch an, was er zu verzelle hat. In aller Herrgottsfrüh bin ich, der Dillendop, alt wach. Ich bin immer für den Funk ob der Arbeit. Ich denk, Gottes Wille, wie soll das nur wickern? Ja, ich komme für, als säße ich im Wegschnapp. Als hätte ich von einem Schneuzerkowski, also einem Bartmann, so einem Sack hier seh ich, so einer Nümatzgrad, eine Nasenstüver krähe. Ich fühl mich als wie vom Firkelstecher gestochen. Ne Stippe für anzulehnen wär jetzt gut. Ich könnt mir einen Transkan kriechen und der Rest mit Löschpapier drücken. Weil das so wie geht, weht nicht noch eine Murrekopf auf Brumpott. Was han ich schon alles erlebt? Ich war in der ganzen Welt. In den USA, in Kuba, China, Brasilien und am Kilimanjaro. Ja, und zuletzt war ich in Paris und Sevilla. Ja, und da han ich eben im Sand gelegen, in der Stierkampfarena. Aber der alle Stier konnte mir ja nichts ahnden. Da an der Junge vom dritten Knubbel hat Jod auf mich abgepasst. Man möchtens den Arsch hochkriegen und wenigstens mit dem Belch und dem Schöckelpad zusammen mit der Penz wieder spielen, weil man schon nicht akkurat mit dem Blömchen in der Knabüs hinter dem Schellebömchen unter der Leitung vom Karajan herlaufen und mit viel Heidewitzgeitsche Belötchen machen. Auf einfach wieder ob einem genössischen Knubbelfest mit Mädchen der Ölepots jetzt lecker Müffel und Süffele. Jod Anje dann im Fingerbaselum, also nicht in der Knallbutz. Mit dem Fuchs Schwänzchen aus der Tisch und ob Schluffe und die Schüss mit einem Memmestipper und einem Spitzenbützchen. Ach, das wird jetzt. Und zu essen ja wird Himmel und Erd serviert vom Knubbelpörser. Schön gestemmt Ätäppelchen, gebrate Blutwurst, dazu eine frische Feldschlot und für den Jode Geschmack eine fingequetschte Qualmann in die Schlotzhauserin. Ein lecker Kölsch darf dabei natürlich nicht fehlen. Man könnte aber auch einen Schrut
aber eine Kitzhahn mache mit Apelsin und Koriandersche. Vielleicht auch jetzt vom Spargelstecher, überbacke mit Creme fraiche und Kies. Und in der Herr jedet Apfelkrug, Streukoche und Mutze-Mendelscher. Aus dem Knusperdöschen jedet Schokolädchen, Kulitsch und ein Stückchen vom Printemann für zu naschen. Mir löwalt et Wasse im Holzgebälk, der Mut zusammen. Noch nicht in so eine Apfelkitsch auf Quetschekehren blieb dabei übrig. Man tät sich fühlen wie ein Putschblas. Ach, liebe Freunde, was wär dat jetzt schön? Dat wär wie ein Lottogewinn, aber ohne Zaster. Man hätt noch sicherlich Los Capilla mit seiner Musik dabei. Ne Duffes mit nem Hölzchen am Schlagzeug und so ein Stiefleder an der Hammond-Orgelspief. Et wär wie im Duveschlag, vom kleinsten Nistgriffer über so manches Luschhörnchen bis zum Kuckuckkorn, täten sie all Erschjen als Tänzer et Flintebein mit Kurstads Annemarie schwinge. Selbst der Stillkrät jet Färfje in mir seh ich, nehm all singer Mut zusammen und ging mit dem Rüschen zu singer Dodderblom und tät e Bützmul mache. Tät aber auch aussehen wie so ne Futzkittel. War dann der Malörsche passiere, tät in ne Zementbügelerin tride, der vom Bau noch da litt. Da hätt man dann einen Jitschka bruchen können für den Stöpplos zu werden. Aber so täten sie dat mit einem Spritzchen machen. Am Schmitzbackes wären sie noch nicht vorbei. Es tät uns Sinn wie im Klüttekuhl. Und einer jävene Heiermann dafür, dat auch eine Ätzezeller nach dem Obrühmen kein Nährchen mit Finger wird. Et Gerech, die Kläfputz und der Kniebes, der hätte nix hier wahr werde und sich über der Jäsbock und der Weißweiler unterhalten, bis da das Passamt dazwischen ging. Aber dann kämen der Heinzemenschen und täten mit dem alle Kehrbessem der ganze Mülm Russfäge und mit einem Lükuleve und einem Nähl der Löchtepol alt wieder Rad setze und der Öleport zum Plavum bis ob der Boden wieder ordentlich mache. Kein Kränchen Stück, der übrig bliebe. Lieb Freunde, manchmal is es wie ein Gefühl, wann man in der Öleports ist. Hoffentlich kütt dat Gefühl bald wieder. Nur ein klein Mus, der sich wie vom Eselstrieber verfollig durch die Dachfinster lands der Rheinkal vorbei am Kallendrisse Richtung Duffesbach mache. Ein Reis, die der Trevelinho nicht besser hätt planen können. Und in der Öleports säßen die Kölsche Originale, Speymanes, Hennesje und Puppelappe Jottfried im Turm und täten wie ein Senk aus der Dachkalsuppe. Lieb Funkefreunde, so in der Art gündet wieder aussinn, wann man wieder dürfe und könne. Eure kleine Dilledop, der durch all Ersch vermisse. Da wird im Oreal, wann hem im Zabel in einer Taxidür ingeklemmt weht. Denn dat eine ist gewiss, der werde man so flück nicht quitt. Blieb allemal gesund, pass op euch op und denkt dran. Nur zusammen sind wir fast laufend. Nur, wann all diese Döpscher wieder zusammen mit den Strickstrümp, Ölje und Stuppe zusammen op der Bühne standen, ja, dann ist wieder richtig fast laufend. Und so könnt ihr sehen, wie wichtig bei der Kölsche Funkgrund Wies die Abzeichen sind. Ob Strickstrum, Öllig, Dilledop oder Stuppe, das zeichnet an jeden roten Funken seiner Heimat, seinen Knubbel aus. Und von daher war das sicherlich eine wunderbare Sache vom dritten Knubbel. Ein ganz herzliches Dankeschön an Boris Müller und die ganze Schar von über 100 Mitgliedern im dritten Knubbel. Das hat er gut gemacht. Und von dafür können wir zwei sagen, drehen wir von Hetze, Kölle! Allah! Funke! Allah! Kölle! Allah! Natürlich gibt es nicht nur wichtige Zeichen, Orden im Fastelovn. Nein, wir haben
etwas ganz Besonderes. Und das war auch wichtig, dass das in diesem Jahr stattfinden konnte, nämlich ein Körner Dreigestirn, das zwischenzeitlich proklamiert wurde. Es wurde im Fernsehen übertragen und das sich eben an ganz wenigen Schauplätzen zeigt. Und diese Schauplätze, die wir von Ihnen kennen, sind normalerweise die großen Bühnen, wo Sie Ihre Reden halten und das Volk begeistern, weil Sie ja nun letztendlich diejenigen sind, die die Spitze einer jeden Fastelovens-Session bilden. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns gedacht, naja, eine besondere Session bedeutet, machen wir doch daraus mal ein Thema Hinger der Britz. Und dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Das heißt, wir schauen jetzt mal hinter das normale offizielle Programm und haben einen tollen Interviewpartner dafür gefunden. Aber seht mal selbst. Funke Oppipass. Hier sind wir an einem ganz besonderen Ort. Relativ gespenstig. Aber der ein oder andere wird schon erkannt haben, wo wir hier sind. Hier geht es jetzt um ein ganz spezielles Thema von 3 besonderen Gestalten in Köln. Nämlich die, das Dreigestirn ever Hinger der Britz. Also ihr Lieben, Dreigestirn Hinger der Britz, die haben normalerweise 4 Abend. An so einem Tag in der Session, nach 25 Auftritten, das ist ja nicht, haben sie sich aber der 4 Abend trotzdem verdient. Sie waren unterwegs. Und jetzt gehen wir mal gucken. Die Junge sitzt da und jetzt wollen wir sie mal interviewen. Der unnützliche ist frei. So, also jetzt sind wir ganz privat. Kein Mensch mehr da. Man könnte sich auch vorstellen, in einer normalen Session, es wäre so ungefähr, ja, sag ich mal, 5:45 Uhr oder was auch immer, 6:30 Uhr oder was auch immer. Und wir wären jetzt kurz davor, an den Bett zu gehen. So ist es aber nicht. Aber so ähnlich fühlt es sich an, wenn man hier durch die Reihen geht. Und trotzdem sind die 3 da. Für den Karneval, für all die Ecke, für euch auch hier bei uns beim Regimentsexerzieren der Roten Funken. Und deswegen darf ich sie euch vorstellen. Eulen nach Athen getragen wäre das, weil die kennt man. Und man kennt sie, weil sie tolle Ideen haben und sich für diese Session bereit erklärt haben. An der Spitze, seine Deftigkeit ist es nicht, nämlich seine Tollität. Prinz Sven I., Sven Olef von den Altstädtern. Schön, dass ihr bei uns seid und ein bisschen Zeit habt. Und den Bauer Gerion. Jetzt hätte ja nicht der Hut an, weil er hätte ja ein bisschen frei. Das ist der Bauer Gerion, Gerion Glasemacher. Herzlich willkommen für den kurzen Talk. Und ihre Lieblichkeit, et Jademi. In meinem hohen Alter darf ich sagen, die habe ich noch selber gut gekannt. Und ich weiß ja nicht, ob ihr die noch gekannt habt, aber ich habe sie wirklich noch gut gekannt. Und natürlich auch ihren Mann, der ja nun auch Präsident der Altstädter war. Herzlich willkommen, die Kölner Jungfrau Gerdemi, Dr. Björn Braun. Obwohl, herzlich willkommen ist natürlich blöd, weil wir sind ja endlich bei euch. Also andersrum, wir möchten ja sagen, danke, dass wir bei euch sein dürfen. Sehr gerne. Eine stadtbekannte Persönlichkeit ist auch hier am Tisch. Das ist das Mariechen der Roten Funken. Unsere liebe Judith. Und die haben wir mitgenommen, weil wir finden, es ist viel sympathischer, wenn das Mädchen Dreigestirn interviewt oder mal ein paar Fragen stellt, so nach dem Motto, was ein Mariechen der Roten Funken immer schon mal von einem Dreigestirn oder der jeweiligen Figur des Dreigestirn wissen will. Und das ist unsere liebe Judith Gerwin. Und ja, liebe Judith, ich weiß ja nicht, was du fragen willst, aber mach, was du willst. Vielen lieben Dank, das nehme ich sehr gerne an. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, 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 euch endlich kennenzulernen.
sonst immer nur aus Funk und Fernsehen und Presse und wie wir euch sonst so gesehen haben. Aber ich darf heute mal ein paar Fragen stellen und da freue ich mich ganz besonders. Und ich habe eben schon mal gesagt, sind es mal andere Fragen, als ihr sonst gewöhnt seid. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Wir bleiben mal ganz gespannt. Die erste Frage geht an dich, lieber Sven. Ich freue mich. Du bist ja selber ein Tänzer, habe ich gehört. Das hat mir der liebe Flogi erzählt, von dem ich dir ganz liebe Grüße ausrichten wollte, der heute nicht mit dabei ist. Ja, werde ich ihm ausrichten. Und dann ist die allererste Frage die Strumpfhose. Das ist ja immer so, ich meine, ich fühle mich darin persönlich pudelwohl. Wie ist das denn so für dich so? Das erste Mal Strumpfhose oder hast du da schon so ein bisschen Erfahrung mit gesammelt? Bisher privat noch nicht, nein. Da habe ich noch keine Strumpfhose getragen. Aber ich fühle mich auch pudelwohl. Ja, und oder? Man muss dazu sagen, ich habe also nicht nur größten Respekt vor eurer tänzerischen Leistung, sondern auch vor eurer Leidensfähigkeit. Weil Epilation ist kein Spaß, das darf ich an der Stelle sagen. Und wenn wir jetzt mal zur Jungfrau weitergehen, das ist ja auch immer sehr interessant. Wir sind ja quasi Leidensgenossen, sag ich jetzt mal so. Es ist ja schön in deiner Uniform, in deinem Ornat siehst du super aus, total schön. Wenn ich das mal fragen darf, also hast du jetzt wirklich einen BH an oder was hast du da drunter? Tatsächlich trage ich einen BH, ganz genau. Ja. Und der ist natürlich auch, wie man sehen kann, auch durchaus ausgefüllt. Ja, Üppig. Genau, üppig. Ja, der eine oder andere sagt vielleicht ein Drall, ja, würde ich aussehen oder so, aber... Wunderbar. Und wenn wir zu dir kommen und wenn ich dich mal, liebe Bauer, was fragen darf, was ist denn an deinem Ornat so das Unbequemste, was du da trägst? Also beim Bauer frage ich mich ja immer so, okay, die Strumpfhose, ja, du hast viel hier oben rumzufüllen. Und was ist denn bei dir das Unbequemste, was du anhast? Das Unbequemste, also unbequem ist es grundsätzlich wirklich nicht, es ist komfortabel, okay. Aber was vielleicht das Unvorteilhafteste ist, sind die Kettenchaps, also die Kettenhose, die aus 2 Einzelteilen besteht und an Hosenträgern festgemacht ist und ansonsten auch alles andere freilässt, ist definitiv neben Strumpfhose und BH auch ein sehr, sehr ansehnliches Teil an meinem Ornat. Ja. Nun kenne ich das ja auch. Ich habe ja auch immer die Hosenträger an, gehen die auch schon mal flitschen. Also, dass man das sind so breite Lederriemen, da geht nichts mehr festgenagelt. Ja, dafür sorgt natürlich im Zweifel dann auch die Adjutantur. Ne? Ja, richtig. Sehr schön. Es kommt noch einiges auf uns zu. Möglicherweise ja noch eine gemeinsame Fahrt im Zeppelin, wenn das Wetter das zulässt und wir das in der Karnevalszeit hinbekommen und der Prinzenführer das zulässt, dann dürfen wir vielleicht irgendwann mal uns in die Lüfte erheben. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Also du bist angeschnallt. Und da kann ja nichts passieren. Das beruhigt mich etwas. Der den Zeppelin fährt, ist Flugkapitän und sehr souverän. Nur nach meinem ersten Erlebnis, wir waren dann wieder unten, dann habe ich gesagt, ich hatte nicht zu einer Sekunde auch Sorge, dass da was schief geht. Und dann sagte er zu mir, ja, du nicht. So schlimm wird es nicht. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Ich hoffe, dass wir uns dann da wiedersehen und wir ganz begeistert sind, dass wir euch heute besuchen dürfen. Aber Markus, vielleicht kannst du nur noch mal so ein bisschen was erzählen, wo wir alle vielleicht mal was erfahren, was man so auf der Bühne nicht loswerden kann. Wie ist das denn eigentlich bei dir zu Hause? Du bist verheiratet? Genau. Wie viele Kinder? Eine Tochter. Eine Tochter? Ja, die ist letztes Jahr im August geboren worden. Ach, ganz frisch? Ja, genau. Noch sehr klein. Genau. Also von daher bist du ja spät ins Bett gehen und früh aufstehen. Ja, genau ähnlich. Also das ist auch der ähnliche Betreuungsbedarf, den man teilweise. Ja, ganz herzliches Dankeschön. Und dir wünschen wir natürlich viel Spaß. Und ich denke mal, das ist ja das Wunderbare, dass ihr alle, also wir sowieso, aber auch die anderen, ihr vor allen Dingen nächstes Jahr wieder ran dürft. Und dann wird das natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Wir holen das alles nach. Dann herzlichen Dank, dass wir bei euch sein durften und die Adjutantur und all wie ihr da seid, möget eben auch von uns behangen werden. Ihr hattet all schon, dann sagen wir mal herzlich Dankeschön dafür. Wir drücken euch die Daumen, wir sind froh, stolz und glücklich und freuen uns eben auch, dass wir uns sicher in der Session noch wiedersehen. Mit dreimal von Etze Kölle! Allah. Funke! Allah. Kölle! Allah. 3 stehen hinter der Britz. Und
die ein oder andere pikante Frage von unserem Mariechen. Da kann ein Trifolium gar nicht anders als antworten. Ich glaube, das hätte uns Marie ganz gut gemacht. Aber jetzt kommen wir zu unseren nächsten Spitznamen. Christoph Steiner, der immer noch keine Ahnung hat, warum wir uns gerade hier getroffen haben, am Herzen von Köln, am Altermarkt, ja, am Denkmal des Reitergenerals und der Gried von Jan von Werd, oder zumindest da, wo historisch diese Geschichte von anno dazumal entstanden ist. Warum, Christoph, hat das was mit dir zu tun? Naja, also eigentlich fährst du gerne Ski und opferst dafür alles, um dich nicht zu verletzen. Da haben wir gesagt, nee, das ist aber nicht schön genug. Aber du feierst vor allen Dingen sehr gerne Karneval und du bist auch einer von den Nikutas, die also in Meerheim im Zug mitgehen. Und da hast du eine ganz besondere Rolle, weil da bist du der einzigste General, den die haben, auf dem Pferd. Das ist ein Plüschpferd und wie ich gehört habe oder wir gehört haben, reitest du auf diesem Plüschpferd durch diesen Zug im Veedel. Und deswegen haben wir uns gedacht, da ist das große Vorbild der Reiter General Jan von Werd. Wäret hätt gewusst, wäret hätt gedonn. Du kriegst den Spitznamen Hotte Pätsche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitteschön. Danke sehr. Alla. Funke! Alla. Kölle! Alla. Sehr zu Boden schön. Ja. Mensch, Hans Günther, übst du schon 2024? Et fühlsche Flöit, die Zick, die Gütt, du schöne Apfelsin, du. Natürlich nicht, aber wer weiß, was Gütt. Nein, wir sind doch hier wegen einem ganz anderen Anlass, das weißt du doch. Ja, selbstverständlich. Ich habe auch alles vorbereitet und mitgebracht. Ist er dann schon da? Ich gucke mal. Thomas Koslowski, herzlich begrüßt am Aachener Weiher bei der Ente, die wir gerade gefördert haben. Anlass ist heute die Bekanntgabe deines Spitznamens. Du hast ja keine Ahnung, warum du hier sein könntest. Ne? Du kommst aus Minden, hast in Köln und in Freiburg studiert und bist nur in Köln gelandet, weil deine Oma einen Job an der Klinik für dich abgesagt hat, worauf du gewartet hast, und der Oma hat das für dich geregelt, dass das Schicksal seinen Lauf nimmt. Aber vor allen Dingen bist du ein Freund von Zitaten und Sprüchen. Man sieht genau, du kennst alle Zitate, wie wir das auch im Film schon gesehen haben, von Arnold Schwarzenegger. Also du bist jemand, der sich mit Rühmchen und solchen Themen auskennt. Und da haben wir einen ganz besonderen roten Funken, der schon viele, viele Jahre tot ist, aber ganz bekannt war in Köln. Und der hatte unter anderem dieses Reimchen: Ein Bauer steht am Scheunentor und pinkelt durch die Ritze. Und drinnen fällt die Sense um und ab war seine Spitze. Ein Stummel blieb ihm noch zum Trost. Prost! Das war der Amadeus Gänsekiel und der Choradjutant hätte dabei. Ein ganz berühmter roter Funk. Und wir haben uns gedacht, dass du in seinen Ehren seinen Spitznamen tragen darfst. Dinge Spitzname ist ab Hück Entefutt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. So, du hast Handschuhe an. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Der behältst du, jetzt bist du vom Stängelfeld. Oh Mann. Lev Entefutt, herzlichen Glückwunsch und dreimal von Hetze Kölle. Funken. Kölle. Sehr zum Wohle. Vielen Dank. Doc,
Dr. Martin Wilke. Jetzt haben wir als Nittens eine Doktor als Arzt, sondern der Gott aus der Juristerei, kann man so sagen. Ne? Ja, du weißt auch nicht, warum wir dich hier hinten gebeten haben in die Wagenhalle. Eine Vorlage hast du für deinen Spitznamen gebracht, weil du hast bei deiner Vorstellung gesagt, dass du als Senorita verkleidet, als DJ in der Taqueria Especial, was auch immer mehr ist, jedenfalls legst du da auf und das war natürlich schon eine gute Vorlage. Aber du bist eben auch Jurist, gibst Seminare und bist ein Spezialist in der Vernehmungslehre, also im Grunde genommen Strafverteidiger. Und da haben wir was bei den Funken. Wenn du dich mal rumdrehst, kann man das erkennen, was das ist. Und wenn du dich jetzt nochmal rumdrehst, darf ich dir den Spitznamen verleihen. Ab heute heißt du bei den Funken Kaschötsche. Herzlichen Glückwunsch. Nicht nur aktive Funken werden jedes Jahr aufgenommen, sondern auch ein paar inaktive. Und die können jetzt auch nicht mit auf die Bühne kommen, wie wir das in den letzten Jahren immer gemacht haben. Aber herzlich begrüßen dürfen wir unsere neuen inaktiven Mitglieder. Als da sind der Rolf Hartmann, der Theo Schäfkes, mein Präsidentenkollege, der Gerhard Vogt und der Professor Dr. Christoph Wewetzer. Willkommen im Club. Schön, dass ihr jetzt auch gute Funke seid. Weiter geht's natürlich mit Jubilaren und Ehrungen. Dirk, wie sieht es aus? 44 Jahre und damit den Verdienstorden in Jold bekommen alle, die 1978 ihre Vereidigung auf dem Regiments exerzieren hatten. Das ist erstmal Walter Holland, Driefnähl, Winfried Imhoff, Palmütsche, Andreas Schlack, Knagges, Theo Schneefeld, Dachkall, Detlef Seeg, Fress alles, Helmut Thielen, Böllemann und Wolfgang Witt, Wanderfuhl. Herzlichen Glückwunsch. 6 Jahre vorher war einer schon da. Und er wird für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Und das ist der hochverehrte Peter Krebs mit dem Spitzname Dumme Leut. Alaf Kölle, Alaf Peter Krebs. Hück am 18. Januar 2021. Aber ich habe noch einen. Der ist noch ein bisschen länger dabei. 55 Jahre, 5 mal 11 Jahre. Für Hans-Bernd Schwärmer, 1967. Und für dich den Verdienstorden in Jold mit Brillanten. Ja, und dann 60 Jahre. Das ist unglaublich. 60 Jahre zurück. Das ist 1961 müsste das gewesen sein oder 62. Wir Funken zählen ja normalerweise das erste Jahr direkt als eins. Unsere hochverehrte Herr Firkestecher, Heinz Nopper, hat 60 Jahre auch singe Funke den Zyklop. Lieber Heinz, wir gratulieren dir und zu den Hunderten von Urkunden, die du hast, gehört jetzt noch ein dabei. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch ein Alaf wert, oder? Ich finde ja. Soll ich es sagen? Mach. Okay. Für alle Gratulanten mit einem dreifachen herzliche Kölle. Alaf. Ruth Funke. Alaf. Jubilare. Alaf. Ja, und jetzt blenden wir mal wo ganz anders hin, denn es geht um eine Dame. Und diese Dame hat eine wichtige Wahl gewonnen und das zum 2. Mal. Das heißt, wir haben sie 10 Jahre lang jetzt als unsere Oberbürgermeisterin im Amt. Und das war für uns Motivation genug, einfach mal zu sagen, lommer doch uns in das Rathusjon und lure, was uns Oberbürgermeisterin mäht. Schaut mal hin. Frau Oberbürgermeisterin. Herr Präsident, wo kommen Sie denn her? Was bin ich froh, dass ich die richtige Maske aufhabe? Du bist Ich bin ja nicht ganz alleine, ich habe ja noch Kollegen. Ihr seid einen Monat zu früh. Das stimmt.
Ich habe heute schon darüber nachgedacht, was wir am 15. Februar machen. Natürlich Corona-konform, aber ich freue mich natürlich, euch alle zu sehen und mir geht das Herz auf. Ihr seht toll aus. So ist Schön, das. dass ihr da seid. Ja, so ist das, wenn man draußen durch die Stadt geht. Natürlich Corona-konform, die sind extra heute getestet worden, auch alle oder jeden Tag, wo wir im Moment unterwegs sind, um ein paar Bilder einzufangen. Dann bleiben die Leute stehen, grüßen uns, freuen sich, man sieht viele lachende Augen. Und so wollten wir dich natürlich mal besuchen, weil im Zimmer des Oberbürgermeisters, da kann ja noch lange nicht jeder Bürger rein und auch kein Funk oder wenige und deswegen, das ist dein Zimmer. Das ist mein Zimmer und hier bin ich gerne. Ich habe einen wunderbaren Blick auf den Altermarkt, auch wenn ich es in dieser Session, die Session ist ja eröffnet, sehr vermisse, dass die Spielmannszüge über den Altermarkt gehen und ich habe ja als Kind schon die Traditionsmärsche gelernt und weiß dann immer, wer gerade kommt. Wer jetzt gerade kommt. Das ist so schön. Das ist und das ist eine Rude Funk. Da bin ich ganz neidisch. Sowas habe ich noch nicht mal. Da stehen wir normalerweise. Ja. Ja. Das ist ja immer. Ja, das ist genau unsere Zeit. Aber ich esse jeden Tag Mutze-Mandeln. Um nicht zu vergessen, dass Karneval ist. Ja, ich liebe Mutze-Mandeln. Ich bin ja kein Plätzchen-Fan, aber Mutze-Mandeln liebe ich. Was ist denn noch so hier in deinem? Die Beatles hast du auch. Finde ich ja auch genau diese Szene, ein Brauer Funk. Das haben wir auch gemacht. Das ist auch ein tolles Foto. Ich glaube, das hat die Vera sogar gemacht. Ne? Ja. Hast du gemacht. Deswegen sind wir aber gar nicht hier. Immer noch nicht. Nee. Könntest du jetzt mal zumindest ansatzweise dich ordnungsgemäß kleiden? Genau. Ja, hier Agrippina Courage darf ich bitten, mal ein bisschen Haltung anzunehmen, obwohl das tust du. Das tust du schon 5 Jahre für unsere Stadt in allererster Linie und tust es weitere 5 Jahre. Und deswegen ist es dem Roten Funk eine große Verpflichtung und Ehre zugleich, dir mit einem neuen Dienstgrad eine Ehre zu verleihen, die dem Oberbürgermeister, der in die 2. Amtsperiode geht, würdig ist. Und ich finde, die Stadt hat viel lernen können mit einer weiblichen Oberbürgermeisterin. Es gibt viele Ämter, wo das Schule machen dürfte. Ich habe das ja schon mal gesagt, auch im Dreigestellt des Kölner Karnevals wäre das für mich eine große Freude, wenn wir das mal hinkriegen. Aber jetzt haben wir dich an der Spitze unserer Stadt auch für die nächsten 5 Jahre. Und ähnlich könnte ich jetzt sagen, findest du die Jagd wieder zurück hier, denn die gilt jetzt nie. Denn Kraft meines Amtes darf ich dich zum aktiven General der Kölsche Funk und Wies befördern. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Lieber Herr Präsident, es ist für mich eine Freude und eine Ehre und ja, ihr wisst, wie sehr ich auch diese Uniform liebe. Ich sage immer am liebsten würde ich drin schlafen, wenn ich sie morgens an die trocken habe. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr mich überhaupt aufgenommen habt und dass ich jetzt ja, sozusagen in Gold gelegt werde. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und der Rote Funk liest man bis man vom Stängel fällt. Das ja, ist klar. Und dann gucken wir noch alle Lure. So ist das. Ja. Also, das ist jetzt, du siehst das so ein bisschen. Ja, ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, wie es aussieht. Und natürlich passt das jetzt nicht. Ich würde ja, wenn wir kein Corona hätten, näher kommen, das tue ich aber nicht. Du wirst also diese Schnur jetzt bekommen, aber die Jacke kann im Prinzip bleiben, du musst das nur alles neu machen lassen. Weil es wird jetzt alles Gold. Auch der Hut, die Krempe, ist Silber, das wird jetzt alles Gold. Und natürlich, wie kann das schöner sein? Blümchen und eine Funken aus der Hand vom Blümchen. Ja. General der Roten Funken, all die ja jetzt zu uns am Fernsehen sind, wir sind stolz, dass die Oberbürgermeisterin in ihrem
Alltagsleben den Hut und die Jacke ständig am Liefert. Drehen wir von Hetze, Köln! Funken! Köln! Sehr zum Wohle. Dankeschön. Und so haben die Kölsche Funke Rot-Wies von 1823 die erste weibliche aktive General, Lev Agrippina Courage, eine ganz herzliche Glückwunsch. Wir haben nicht nur Ehrungen bei den Regimentsexerzieren, sondern seit vielen Jahren gibt es so eine Aktion. So einer gibt den Staffelstab dem anderen in die Hand. Worum geht es? Es geht darum, dass wir die Götterbüchs wiedergefunden haben, mit der wir vor 90 Jahren auf der Straße waren und selbst Konrad Adenauer einem roten Funken einen Heiermann in die Büchse gegeben hat. Und das ist aktiv und lebt. Der letzte, den wir beglücken durften, war der Kinderschutzbund, der Kölner Kinderschutzbund mit seinem Geschäftsführer Lars Hüttler. Immerhin wurden 35.000 € gesammelt, erköttet ob de Straß in den Sälen, die wir dann für soziale Projekte ihm zur Verfügung stellen können. Das Besondere aber dabei ist eigentlich, dass die ganze Geschichte so abläuft, dass immer der nun jemand einmal bei den Funken die Partei oder Fraktion war, für die gesammelt wurde, den nächsten vorschlägt. Und so wird ein gemeinnütziger Staffelstab in Köln herundgegeben und die Funken konzentrieren sich auf das, was sie können. Ich hätte bald gesagt, Bütze und Götte. Aber das Erstere fällt ja im Moment leider aus. Und trotzdem machen wir weiter und sammeln. Aber die Akteure mögen selber sprechen. Okay. Ja, liebe Funke und Jest, heute sind wir beim Kinderschutzbund. Das war unser letztjähriges Götterbüchs-Projekt. Und bei mir ist der Lars Hüttler vom Kinderschutzbund. Und ihr kennt das Projekt alle. Wir wollen den Staffelstab heute weitergeben. Der neue Empfänger wird immer durch den alten Begünstigten quasi bestimmt. Das hat der Herr Hüttler gemacht. Aber der Herr Hüttler möchte auch gerne noch etwas zum Projekt sagen, wie es gelaufen ist. Wir haben damals die stolze Summe von 35.000 € eingesammelt. Herr Hüttler, was können Sie dazu sagen? Ja, also als erstes kann ich nur sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Roten Funken, an alle Menschen, die in die Götterbüchs, in die schönen Büchsen, die durch die Straßen von Köln gezogen sind, gespendet haben für den Kinderschutzbund, für unsere Projekte Kindertherapie und das Kinder-Jugendtelefon. Wir konnten das Geld in zweifacher Hinsicht sehr gut gebrauchen. Nicht nur als reine Spendensumme, sondern auch, weil kurz nach Karneval die Corona-Pandemie losging und unsere Benefizveranstaltungen ausgefallen sind. Insofern, liebe Rote Funken, ganz, ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Und wir haben während der Corona-Pandemie sehr viele Kinder in Therapie nehmen können durch eure Spende. Wir haben die Zeiten am Kinder-Jugendtelefon ausweiten können. Sehr viele Kinder und Jugendliche haben angerufen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Das war ganz großartig von euch. Da habt ihr uns wahnsinnig geholfen. Das Kinder-Jugendtelefon hat außerdem noch von der Stadt Köln in diesem Jahr den Ehrenamtspreis bekommen, als Anerkennung für die Dienste, die unsere Ehrenamtlichen da machen. Das geht auch zum Großteil an euch. Also von Herzen Dankeschön. Und ja, an dieser Stelle muss ich diese Büchse leider aus der Hand geben. Gebe wieder zurück mit besten Dank an die Roten Funken. Und trotz der ungewohnten Rahmenbedingungen wünsche ich eine gelingende Session, wie es halt geht in diesen Zeiten. An wen geben Sie die Dose jetzt weiter? Ja, wir haben uns überlegt, nachdem die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr, in der vergangenen Session die Begünstigten waren, haben uns Gedanken gemacht, welche Bevölkerungsgruppe unter der Corona-Pandemie dann auch zu leiden hatte. Und das waren die älteren Menschen in Köln, in der Stadt. Und wir haben gesucht und haben einen tollen Träger gefunden, dem wir auch schon lange Jahre verbunden sind, das Quäker Nachbarschaftsheim und da die Seniorenarbeit. Ja, vielen Dank. Der Herr Naumann vom Quäker Nachbarschaftsheim wird auch gleich kommen, aber wir haben noch eine kleine Sache für Sie vorbereitet. Herr Hüttler, Sie haben mir ja gesagt, Sie haben nicht ganz so viel mit Karneval eigentlich zu tun gehabt und hatten schlimmste Geschichten über den organisierten Karneval in Köln gehört.
Und wir konnten sie doch positiv, ja, wie soll man das sagen, zurück auf den Pfad der Tugend bringen und ihnen zeigen, dass auch organisierter Karneval in Köln lustig sein kann und locker. Und wir möchten Ihnen auf jeden Fall danken, dass Sie auch die Aktion mitmachen und dass Sie für die Kinder so viel Gutes tun. Und vielleicht nehmen Sie einfach mal Haltung an. Hiermit wird dokumentiert, dass Lars Hüttler zum Ehrenfunkenleutnant der Reserve ernannt wurde. Er hätte sich der Kölsche Fasterlehr das Rot-Wiese Funkekorps besonders verdient gemacht. Köln am 18. Januar 2021. Heinz-Günther Hunold, Präsident der Roten Funken und Nachruf von der Üleports. Herzlichen Glückwunsch. Wir möchten Sie gerne damit ehren und in unseren Ehrenkreis aufnehmen für Ihre gute und engagierte Arbeit. Und dazu gehört natürlich auch die Mütze. Die darf ich Ihnen mal aufsetzen. Machen wir mal so. Corona-konform. Das passte. Also man hat mir gesagt 57 wegen sowas. Ja. Aber ich glaube, die könnte auch noch eine gute größer sein, aber das können wir ja noch regeln. Ja, dann vielen Dank. Ich habe zu danken. Also ich nehme das sehr gerne entgegen, weil ich einfach eine schöne Zeit mit euch hatte. Aber stellvertretend für alle Kolleginnen hier vom Kinderschutzbund, für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter, bin ich der Stellvertreter. Die machen die Arbeit insofern. Aber einen ganz herzlichen Dank. Ich freue mich. Super. Dann Corona-konform. Alles Gute erstmal. Und jetzt kommt zu uns der Herr Naumann vom Quäker Nachbarschaftsheim. Und ich übergebe mal die Sammeldose und schön, dass Sie da sind, Herr Naumann. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ne? Also danke dann den Kinderschutzbund, dass er uns vorgeschlagen hat, Herr Hüttler. Aber auch danke Ihnen im Namen der Roten Funken, dass wir begünstigt sind, dass Sie für uns Köppen gehen dieses Jahr und wir freuen uns sehr darüber. Möchten Sie denn vielleicht unseren Zuschauern mal kurz erklären, warum, wieso Quäker Nachbarschaftsheim und vor allen Dingen vielleicht auch warum Norbert Burger, der Ringroller, auch ein Roter Funk, da im Namen steht? Das kann ich sehr gerne tun, weil wir werden ja häufig gefragt, Quäker, und dann sage ich immer, wir sind keine Sekte, sondern das ist ein Gedenken an unsere Gründungseltern. 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind diese nach Köln gekommen, um mildtätig zu helfen. Vornehmlich sind die Bunkerkinder aus der Körnerstraße gefüttert oder mit Nahrung versorgt worden, sagt es besser so. Und abends kamen die Jugendlichen, weil da was los war und weil es auch wahrscheinlich noch was zu essen gab. Und einer dieser Jugendlichen war Norbert Burger in der Tat. Und der war sein Leben lang halt unserem Haus und dem Verein sehr, sehr verbunden. Und hat halt wirklich auch viel mitgestaltet. Und wir sind heute wie damals ein religiös, politisch unabhängiger Verein, der Jugendarbeit und Seniorenarbeit im Stadtgebiet anbietet. Und das ist seit 1947. Das ist natürlich super. Vor allen Dingen, sage ich mal, Jugendarbeit bieten Sie auch an. Das ist quasi auch dann vielleicht der Kontakt zum Kinderschutzbund oder die Nahtstelle. Aber wir wollen ja dieses Jahr explizit für Senioren sammeln, weil wir auch gemerkt haben in der Corona-Krise, auch da, also es gibt immer Defizite bei Seniorenarbeit, aber da ist natürlich doch vieles hängen geblieben. Und vielleicht können Sie mal einfach ein bisschen was von den Nöten erzählen, die die Senioren so in der Corona-Zeit haben. Genau. Wo sie auch wirklich aus praktischen Beispielen, man hört das immer im Fernsehen, dann ist das immer alles auch so vielleicht ein bisschen abstrakt, aber... Ja, Sie haben es richtig beschrieben, ne? Die Gruppen der älteren Menschen in unserer Gesellschaft sind ja auch die Verletzlichen, was Corona angeht. Die schützen sich selber, bleiben mehr zu Hause und haben noch weniger Kontakte als vielleicht sonst was. Wir haben bei uns im Quäker Nachbarschaftsheim eine Komm-Struktur. Wir bieten für Seniorinnen und Senioren jegliche Angebote an. Das geht vom Spiel bis zum Schlafen, über Qigong und so weiter. Und das fällt natürlich jetzt weg. Momentan sind wir über unseren Kooperationspartner Freunde alter Menschen mit ihnen in Kontakt. Da gehen junge Freunde zu alten Freunden und das ist halt auf Freundschaft und Kommunikation ausgelegt. Wir bleiben online in Kontakt und in Kontakt bleiben ist auch, glaube ich, die große Überschrift der nächsten Zeit, dass wir mit unseren alten Menschen in Kontakt bleiben. Sei es analog, dass wir im Frühjahr angeleitet durch Übungsleiter halt Gymnastik im Park anbieten, Qigong im Park anbieten, also auch Rücksicht nehmend auf die Pandemie und auf das zu schützen dieser Gruppe, draußen Sachen anbieten, die aber auch wieder mit Bewegung zu tun haben, die ja auch zu kurz gekommen ist in dieser Zeit und gleichzeitig unsere digitalen Angebote
ausbauen mit den älteren Menschen. Das heißt, wir könnten, wenn wir das Geld hätten, Technik zur Verfügung stellen, die wir ausleihen könnten. Wir könnten aber auch Wissen bereitstellen, entweder in Form von Kursen bei uns im Nachbarschaftsheim, aber auch, dass wir quasi zu den alten Menschen gehen und sie doch zu Hause befähigen, in Kontakt zu bleiben. Ich weiß, Romy-Spielen live macht mehr Spaß, aber man kann es vielleicht auch über irgendeine Videoplattform machen und so in Kontakt bleiben und sich sehen. Ja, ich denke, das ist ein Schlagwort, weil wir haben, und ich glaube, so wie ich das auch in den sozialen Medien verfolgt habe, hat jede Traditionsgesellschaft oder jede Karnevalsgesellschaft und auch fast jeder Verein versucht, mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und hat da vieles auch über Online-Medien gemacht. Und wir bei den Roten Funken merken auch, es gibt halt auch welche, die haben halt auch da nicht diesen Online-Zugriff und dann versuchen wir die persönlich zu besuchen und man sieht, wie dankbar dann auch Menschen sind, wenn sie wieder Kontakt haben. Und obwohl wir alle irgendwie doch sehr individuell sind, wollen wir doch alle auch irgendwie wieder Kontakt mit anderen Menschen haben. So ist das. Und ja, ich finde, das ist eine tolle Sache. Da sollten wir alle für spenden. Und ich rufe auch jetzt alle euch auf. Leute, dort jetzt in der Bügel. Ihr werdet gleich eine Kontonummer eingeblendet bekommen. Und sicher werden wir auch noch ein PayPal-Konto einrichten, damit es noch bei den jüngeren Leuten auch was schneller geht. Ihr werdet auch mal alt und tut weiter. Ja, und dieses neue Projekt kümmert sich ja um die Menschen, die nun wirklich die leidtragendsten unserer ganzen letzten Wochen und Monate sind, nämlich die ALÜG. Und noch dazu geht es zurück auf unseren Roten Funken Ringroller Norbert Burger. Und wir haben jetzt mehr oder weniger schon ein Konto eingerichtet, wo jeder etwas tun kann, der was tun möchte. Wir haben uns einfach mal überlegt, wenn jeder von euch, unseren Freunden bei Facebook, auch nur 1 Euro geben würde, käme eine tolle Summe zustande. Und das Konto, auf das man spenden kann, ist zum einen eingeblendet, ich glaube genau jetzt, aber es wird nachher, wenn die Sendung vorbei ist, im Abspann auch direkt anzuklicken sein. Und dann habt ihr die Möglichkeit, direkt, wenn ihr zufrieden wart mit der Sendung, wenn euch das alles gefallen hat, vielleicht etwas zu tun für unsere besonders Leidtragenden, die alten Menschen in unserer Stadt. Dafür eine herzliche Dank. Das war eben eine schwere Zeit, nicht nur für Sie, sondern letztendlich auch für uns alle, die wir seit Wochen und Monaten zu Hus sitzen. Und wenn man es jetzt anderes für hatte, zu Hus geblieben sind und am Ende doch wieder zu Hus waren, zu Hus, zu Hus. Zu Hus. Blieb zu Hus, blieb gesund. Das ist auch der Grundtenor für das nächste Stück von unserem 4. Knubbel. Wie so ein roter Funk die Krise bewältigt, beziehungsweise wie man so einen kleinen Lagerkoller verarbeitet. Viel Spaß dabei. Hey Siri. Ja, bitte. Kamel, neue Lutsch. Mal's mir einen Kaffee. Einen Kaffee? Möchtest du einen Latte Macchiato oder einen Kölschen Kaffee mit Hafermilch? Ja, Kaffee. Okay, mach ich dir gerne. Jo. Lieber Präsident, guten Morgen.
Qualm, es ist 11:11 Uhr. Möchtest du nicht lieber ein schönes, kaltes Kölsch? Siri, vielen Dank noch für den Kaffee. Keine Ursache. Ich bin aber immer noch sauer auf dich. Sauer? Wieso bist du nur sauer auf mich? Ist ja schön und gut, dass du dir neben mir auch noch Alexa, die alte Nervensäge, ins Haus geholt hast. Also entschuldige mal bitte. Dass aber neben uns nun auch noch die Sprachboxen von eurem Funken-Mariachen Judith und dem Knubbelführer des 4. Knubbels, fress alles, hier stehen müssen, geht mir ziemlich auf die Nüsse. Aber Siri, Karneval feiert man nun mal zusammen. Alexa, guten Morgen, wie geht es dir? Guten Morgen, Qualmi. Guten Morgen, liebes Mariechen. Hallo, mein lieber Qualmi. Wie geht's dir? Ach, ist das wieder schön, dich zu sehen. Ich freue mich ja so. Ich freue mich auch riesig, dich zu sehen. Du siehst ja wieder aus wie ein Träumchen. Ach, Qualmi, du bist aber auch wieder charmant. Liebe Knubbelführer, schön, dass du da bist. Ach, guten Morgen, liebe Qualm. Jede dir gut? Oh ja, et jede so, aber et muss ja wieder jon. Siri, habe ich irgendwelche Termine heute? Du hast heute keine weiteren Termine. So ein Quatsch. Gleich ist doch Fitnessfunken Frühshoppen mit dem Quadrilche, unserem Funkenoffizier Florian Gorni. Oh, Tatsache. Hallo liebe Funkenfreunde, herzlich willkommen bei Funken Fitness Frühstück. Fit mit Flo, euer Quadrilche. Heute steht im Programm Mariechen heben. Dazu nehmen wir das Mariechen und gehen in die Beuge und 5, 4, 3, 2, 1. In die Streckung rein, halten und lassen das Mariechen wieder ganz sanft ab. 3, 2, 1. Das Mariechen steht sanft. Das war's heute Morgen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Flo. Ciao. Erstmal frische Luft. Moje! Moje! Dieser Lockdown, ich meine, ich hätte ein Symptom Rätsel gesehen. Siri, habe ich heute noch weitere Termine? Du hast heute keine weiteren Termine. Verzähl doch nicht so eine Stuss, Siri. Aber sicher hast du heute einen Termin, Qualm. Heute ist doch Funke wach ob Zoom. Ein bisschen Geld müssen wir ja auch uns da muss ich mir noch die Haare machen. Angetroddelt zur Funke wach. Funkenwache? Ach, deshalb habe ich heute wieder meine Uniform an. Samensfress alles. Wo ist der Präsident? Kühlt er heute auch? Der kühlt jetzt später. Der ist doch mit dem Fahrrad unterwegs. Fahrrad? Jetzt rück an, das starze Funke her, mit'm Struß ganz los um den Gewehr. An der Klemme, da hängt der Öllichtstrahl und um den Kopf den Laubordal. Band und Tag wieder wach, das hängt's im Liefband lag wieder wach. Anstellung für zwei. Oben in der Ecke, das Meier Sketche fängt an. Ende. Zwei. Hey. Zwei. Hey. Zwei. Eine. Zwei. Eine. Zwei. Eine. Zwei. Binnen mit da. Binnen mit da, da können wir anfangen. Ey, links, zwei rechts.
Schnippefutsche präsentiert die Flamis. Ja, meine lieben Funkenfreunde, wie schön wäre es, wenn wir jetzt gemeinsam auf einer der Bühnen der Stadt stehen könnten und den Menschen da draußen Freude bereiten könnten. Doch dieses Jahr ist alles anders. Wir müssen uns an Regeln halten. Es heißt Mundschutz statt Bützje, Distanz statt Funkedanz, Abstand halten und nicht einen guten Freund mal in den Arm nehmen zu können. Das ist für uns alle nicht einfach. Doch wenn wir uns alle daran halten, kommt der Karneval schnell wieder zurück. Denn zusammen, nur zusammen, sind wir fastelovend. So oder so ähnlich wedet wohl nicht nur der Funke aus dem Fete Knubbel gegangen sind, sondern wohl dem einen oder anderen von euch, unseren Freunden. Man liegt auf der Couch, man kütt nicht aus dem Bett. Die Abende sind immer nach dem gleichen Ablauf, da kann man schon mal so ein bisschen ans Grübeln kommen. Und das haben die junge Jod gemacht. Und deswegen dürfen wir uns auch bei denen herzlich bedanken. Mit Bremer von Hetze, Kölle, Funke, Kölle. Kommen wir jetzt aber zu was völlig anderem. Wir haben einen Abend, der geht um Ehrungen. Und es geht eben auch darum, die Rekruten in den Funkenstand zu heben. Aber es geht auch darum, Menschen zu ehren, die eine irrsinnig lange Geschichte haben bei den Roten Funken. Und da ist einer dabei, den wir jetzt ganz herzlich begrüßen dürfen. Hier bei uns in der Ülepforts. Herzlich willkommen, Oskar Hammacher. Komm mal rein. Ich bin da. Lieber Oskar, ich grüße zurück. Zunächst und zuerst sind das so die Tage, wo man so geehrt wird. Das ist alles viel länger. Ne? Wir waren jetzt das Tag unterwegs und haben uns den Segen geholt des Festkomitees Kölner Karneval. Der hochverehrte Herr Kuckelkorn hat dir dem Festkomitee Orden in Gold verliehen und schon so ein bisschen auf deine Rosenmontagszug-Karriere eingegangen. Herzlich willkommen. Was wir vorhaben, das musst du ja nicht wissen. Du musst uns jetzt einfach folgen, Marion, mit dir als erstens Bove in der Saal. Komm mit. Da sind die Freunde. Ich sehe es auch, ja. Und jetzt haben wir da rein. Aber für dich ist jetzt wirklich der Christoph Kuckelkorn, der Festkomiteepräsident, gekommen, um dich zu ehren. Worum es geht, das wird dir selber erzählen. Du bist eine Rudefunk. Du bist eine Rudefunk, du bist ein Urgestein der Funken. Du bist quasi aber auch ein Urgestein des Fastelovens. Also so ein bisschen das Fundament, auf dem wir den Fastelovend aufbauen, auf dem die Funken gebaut sind. Und was auch ganz wichtig ist, um den jungen Leuten zu sagen, wo wir herkommen, damit die genau wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da wollen wir heute mal ran. Ich war schon bei der ersten, da kann ich ja 47, 48, 125 Jahre Rote Funken mit dem ersten kleinen Rosenmontagszug, dieser Kappenfahrt. Ja, ja, klar, wo wir den Elefant im Zug hatten, da war ich mit dabei. Hier so ein Foto drüber, wo ich in der langen Reihe stand. Und da war ich schon wieder 2 Jahre älter, über 46, war schon ein Stückchen größer. Und dann warst du 68 Mal im Rosenmontagszug dabei. Dieses Jahr fällt er ja leider. Ja, ja. 68 Mal, ja, ja. Einmal sogar in einer ganz besonderen Rolle. 1960 als Bauer. Ja, ja. Also 67 Mal Funk, einmal Bauer.
Boah, sehr, sehr gut, sehr gut. Aber du bist auch, manchmal ist der Zug ja auch ausgefallen, ne? Siehe die Golfkriegszeit. Und in den 70er Jahren gab es noch mal 2 Jahre, da warst du nicht mit dabei, 71 und 72. Ja, da war ich verreist, oder Seereise oder irgendeine Fernreise. Also nicht, weil ich mit der Funke knatscht hatte. Ich habe frei gefragt. Ne? Ja, du warst auch nachhaltig unglaublich viel für die Funken unterwegs. Du hast die Funken sehr geprägt, was die Unterstützung angeht. Du bist Gründungsmitglied eures Fördervereins. Ja, richtig, ja. Super. Und lange im Vorstand gewesen und jetzt immer noch im Augenblick als stellvertretender Vorsitzender. Also ich mache den, wie man Leute euch seht, den Job jetzt seit 1964, 2 Jahre Vorlaufzeit. 1966 ist der Verein gegründet worden, mit Theo Buraun als Mitgründer, Franz Everhahn, damals Senatspräsident und auch mit 10. Und ja, da bin ich immer noch. Ich bin jetzt immer noch einige Jahre, schon seit einigen Jahren stellvertretender Vorsitzender, habe 30 Jahre Geschäftsführer hinter mir. Für die Funken ein Vorbild, ein Idol, dem man nacheifern kann, ein ganzes Leben im Ehrenamt unterwegs für den Festabend, für die Funken, das ist schon auch sehr bemerkenswert. Und das möchten wir heute ehren, da möchten wir dich gerne für auszeichnen. Lieber Oskar, das Festkomitee des Kölner Karnevals von 1823 e.V. verleiht Oskar Hamacher in Würdigung und in Anerkennung seiner wirklich langjährigen Verdienste um den Kölner Karneval den Verdienstorden in Gold. Köln anno 2021. Der Präsident Oskar. Herzlichen Glückwunsch, lieber Oskar. Bitte sehr. Wunderbar. Und wir haben natürlich auch jetzt die Funke, ne? Wir haben nämlich hier ein Stammrollenblatt, ja, das ist schön fotokopiert. Hätte selber gemacht. Also er hat uns das geschickt, er hat bei der Vorbereitung mitgewirkt, kann man sozusagen feststellen. Und, aber damit hat es was auf sich. Denn hier steht in der Handschrift seines Vaters, der Funkenpräsident, Eberhard Hamacher, erstes Dienstjahr 1946. Und 1946 bis 2021, das möchten 75 Jahre sind. Aber da war was nicht in Ordnung. Jedenfalls war da jemand anderer Meinung. Oskar, wie war das noch? Ja, die Vorjäger hätte ein bisschen dann rumgekritzelt. Ne? Das war nicht. Irgendwie richtig war es schon. Ich habe 46 angefangen als Büttenführer im Angelsaal auf 2 Sitzungen von der Funken und bin auch als Büttenführer bei einem anderen Funkenjung dann auch bei einer Gesellschaft gewesen. Ich war auch bei der großen Kölner, Präsident Albrecht Spotte. Da waren 5 von meinem Vater, die kannten sich. Und ja, das Konkurrenzdenken, ich kannte ja damals ja nicht. Und das hatte ich ein paar Jahre gemacht. Und 1951 bin ich dann vereidigt worden. Und dann lief das alles an. Dann kriegte ich dann nach 11 Jahren, im Anfang 46, die Urkunde, 11 Jahre treue Funk. Und auf einmal hieß es, ja, wir haben das alles verdammt. Du warst ja da noch keine 18 Jahre. Das war ein Verstoß gegen die Satzung. Wir können also erst bei dir dann rechnen, wo du dann 18 geworden bist. Da bin ich dann im Januar 51 vereidigt worden. Und da hat die sich wieder verrichtet, denn da war ich auch erst 17. Ich bin jetzt noch 2 Monate später 18 geworden. Das war so die Anfangsgeschichte. Ja, so war das. Also ich sag mal so, ihr kanntet euch auf Augenhöhe, der ehemalige Präsident der Roten Funken und Ehrenpräsident Hans-Georg Sprock und du, ihr hattet viel Schriftverkehr. Ja, kann man so sagen. Das war teilweise nötig. Aber alle, lieber Oskar, verneigen sich von deiner Art, Dinge zu organisieren, vorzubereiten, bis zum heutigen Tag. Das ist ja, es gibt so viele Stellen, an denen du im Einsatz bist, ob es unser Weihnachtskonzert ist oder vor allen Dingen als stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Fritz Everhahn Stiftung. Das ist immer so ein Satz. Ja, ja, genau. Und da haben wir aber jetzt für dich eine ganz besondere Gratulantin. Aha. Guck mal hin. Lieber Oskar Hamacher, für mich sind Sie eine Legende. Ich zolle Ihnen meinen höchsten Respekt dafür,
wie Sie seid, und das haben Sie als ganz junger Mann bestimmt genauso getan wie jetzt als Senior, mit wie viel Engagement, mit wie viel Leidenschaft Sie zu den Roten Funken stehen und Rahmenbedingungen immer wieder versuchen zu schaffen, die die Gemeinschaft bei den Roten Funken stärken und die auch immer wieder dafür sorgen, dass sich Menschen, die vielleicht bisher noch nicht so viel mit den Funken zu tun hatten, engagieren, insbesondere auch im Verein Freunde und Förderer der Roten. Herzlichen Dank, Agrippina Courage. Was ihr euch alle vorstellen müsst, ist, dass wir hier einen Satz haben in seiner Stammrolle, also irgendwann könnt ihr ins Glas, da kann ich dir jetzt schon sagen. Da steht drin, du Oskar, hat den ersten öffentlichen Aufmarsch der Funken am Rosenmontag 1948 und die erweiterte Kappenfahrt 1949 mitgemacht. War der dabei? Das ist ja unglaublich. Also da waren ja, ich habe das eben mal hier charmant im Studio, man kann ja immer mal wieder zugeben, dass wir ähnlich im Studio sind, die nette Dame gefragt, die uns so schön schminkt. Da waren die Eltern von den noch ja nicht Geborenen auf der Welt. Oskar, du hast die Funken in der Nachkriegszeit erlebt. Du hast über deinen Vater die schwere Zeit im Krieg erlebt und die Funken auch. Und du hast sie eben mitgestaltet über 70 Jahre an ganz maßgeblicher Stelle, auch wenn da hast du immer Wert drauf gelegt, eine andere Verein ist, der Freunde und Förderer, Fritz-Ebert-Stiftung, aber doch irgendwo zusammengehören. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Urkunde für dich. Ich meine, Urkunde wirst du hier noch haben. Ja, wenn der Näher dabei ist oder Hammer, dann hänge ich sie auch noch ab. Ja, ich meine, zumindest ist jetzt dafür dran, wo man so abhängt. Ja, ja, gut. Okay. Urkunde. Der Kölsche Funke Rot-Wies, ihre Hück Oskar Hammacher, Spitzname Pief. Für 70 Jahre treu gekloppte Funkendienst. Er hätt in der Ära der Färbe von unserer Vaterstadt mir als manierlich vertrotte. Wir sind froh und stolz in über die lange Zeit in unserer Reize han und freuen uns unzählig gemeinsame Jörsche, die noch kommen sollen. Mir als der Rang von einem General haben wir nicht mehr. Immer zum Präsident Wede. Das ist. Da kannst du besser. Ja. Jede bitte Funken. Da blieb doch nichts anderes übrig, als im Namen von alle Funke zu danken und weiterhin Gesundheit, Glück, Zufriedenheit in der Funke-Familie zu wünschen. Köln am 18. Januar. Das ist tatsächlich Hück für das Funke-Majorat Heinz-Günther Hunert. Oskar, wir sind froh und glücklich, dich in unseren Reihen zu haben. Ein Gestalter, der für viele, viele ein Vorbild ist. Ich bin auch immer jeden dabei oder dabei gewesen. Und solange es möglich ist, bleibe ich auch dabei. Das sieht man. Du bist auch immer da, wenn man die Spruch. Und das zeigt, wie lange ein Funkenleben eben ist und dass es auch nicht vorbei sein muss, wenn man ein bisschen rüstig ist. Also ich arbeite jetzt mit Funken-Jubiläum hin, hoffe auf meine Teilnahme. Und da muss man gucken. Ich habe ja unlängst gesagt, ich bin wegen Geburtstag ist ja näher an 100 als an 70. Und da kann man sich ja ausrechnen, wo ich liege, muss man gucken. Das kriegen wir all hin. Aber es gibt natürlich für diesen besonderen Moment, den wir gerade jetzt haben, noch zwei, die sich bei dir melden. Und eine musikalische Beitrag, der kommt genau jetzt. Nur ans hin. Hochverehrte Festversammlung, liebe Funke-Freunde, wir sind extra in das hochehrwürdige Henneschen-Theater getroffen, ganz herzliche Glückwunsch auszusprechen. Liebe Ludwig, wem wollen wir gratulieren? Ja, müssen wir dem Oskar Hammacher ganz, ganz herzlich gratulieren. Ich freue mich. Es ist einer derjenigen, der 70 Jahre Funk ist. 70 Jahre? An einem Stück? Ja, an einem Stück. 70 Jahre. Und ich kann mich gut erinnern, als ich Funk wurde, das war fast in demselben Jahr, als er als jüngster Bauer der Roten Funken in Fastelavend an und für sich proklamiert wurde und der Vater ganz besonders stolz war, der Oskar als jüngster Kölner Bauer im Dreigestirn als Vertreter der Roten Funke zu wirken. Und so wehrhaft ist sie heute auch noch.
Ja, er muss sich ja hin und wieder seinen Mädchen durchsetzen. Er hat ja eine Töchter und seine Frau und so. Hatte, glaube ich, mit Söhnen, hat er ein bisschen Pech gehabt, aber da hat er die Funken, die am Rücken. Und lieber Oskar, ist immer schön, dir zu begegnen. Strahlt immer Optimismus aus, eine gewisse Ruhe, Überlegenheit, geistig, seelisch und körperlich kann man auch sagen. Du musst es wissen. Wir gratulieren herzlich, lieber Oskar. Blieb wie du bist, so bist du uns Jod genug. Ja, alles Jode. Kellerbar, op eigene Gefahr, op eigene Gefahr, schlagen aan dat große Fass. In der Kellerbar, in der Kellerbar, in der Kellerbar, da geht was Spaß. Dap, dap, dap. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han und das liegt mir im Sinn. Min Mutter sprach noch nicht verloren. Das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an min Heimat denke und sind dort so fürner stand, möcht ich direkt ob heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, Jon, möcht ich direkt ob heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, Jon. Und luren ich vom Himmelspötzchen, der einst ins Obling Vater statt, will still ich noch doch hoffe Sache, wie jänig dich min Kölne hat. Wenn ich so an min Heimat denke und sind dort so firmer stumm, möcht ich direkt ob heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, Jon, möcht ich direkt ob heim anschwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, Jon. Lieber Oskar, alles Jode und dass wir noch oft zu Fuß durch Köln können. Tschö. Und so bleibt uns auch nur übrig, unserer Pief, dem Oskar Hammacher, für 70 Jahre treu gekloppte Funkendienst zu danken. Und das tun wir, indem wir alle miteinander ausrufen, egal wo wir jetzt auf der Welt sind, ob dich, Oskar. Dreimal von Hetze, Kölle! Allah. Funke! Allah. Kölle! Allah. Schön, dass du da warst. Bitte, guck. Weiter geht's. Denn das Regimentsexerzieren an sich ist ein Stück, wo wir miteinander auch die Einspieler der einzelnen Knubbel erwarten. Und jetzt haben wir hier an der Position ein Stück des ersten Knubbels. Das beschäftigt sich mit der Karnevalssession und mit seinem Motto und mit seiner Auslegung. Aber schaut mal selbst. Nachdem wir jetzt über alles Wichtige gesprochen haben, lasst uns doch mal über das Jubiläum reden. 2023, das dauert nämlich lang. Man müsste ja sehen. Ja, ich finde, dann sollten wir aber für den ersten Knubbel was ganz Besonderes. Ich habe da schon länger so eine Idee. Lass uns doch ein eigenes Lied auf die Roten Funken komponieren. Wir machen den Text selber, wir machen die Melodie selber und das Arrangement. Du meinst so wie die große Kölsche Bands das machen? Ja, genau. Ja gut, da haben wir natürlich eine Menge Vorbilder. Mit tollen Melodien, mit erstklassigen Texten, ja, an denen wir uns dann orientieren können. Nehmen wir doch mal zum Beispiel nur die Höhner. Mit der FC-Hymne. Stopp! Nein, nein, nein. Das Lied ist nicht von den Höhnern. Hört euch mal das Original an, Freunde. But me and my true love will never
never meet again on the bunny, bunny banks of Loch Lomond. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben sie Super Chateaurock doch tatsächlich aus FC-Hymne geklaut. Leckens am Arsch, Marie. Aber okay, wir haben auch noch andere tolle Gruppen und wunderschöne Texte und Lieder. Nehmen wir doch mal an, die Bure mit Rute de Rose. Stopp! Nein, nein, nein. Das ist auch kein Original. Ja, aber nehmen wir doch mal den absoluten Gassenhauer. Ja, ein Klassiker. Und wenn das Trömmelsche geht. Stopp! Nein, Freunde, hört euch das Original an. Dein lustiges Blut kommt überall davon. Schätzel ade, ade, Schätzel ade. Schätzel ade? Wollen wir uns daran jetzt wirklich orientieren? Nein, aber was ist denn zum Beispiel mit den Paveiern? Die haben doch garantiert alles selber gemacht. Mit so einem schönen Lied, ich han de Musik bestellt. Stopp! Freunde, muss ich noch was sagen? Wenn Johann Strauss gewusst hätte, was aus seinen Melodien so alles entstanden ist. Jungs, eine Versuch haben wir noch. Was haltet ihr dann von so einem Klassiker, von der Mutter von uns allkölsche Bands, mit einem schönen alle Lädchen wie Benz, Benz, Benz? Nein, nein, nein. Never thought love. Dance, dance, feel it all around you. Also wenn das so ist, dann brauchen wir doch gar kein Lied selber komponieren. Wir nehmen einfach eine bekannte Melodie und machen einen eigenen Text drauf. Gut, dann muss es aber auch wirklich was Tolles sein, was Majestätisches. Ganz genau, wir brauchen eine Hymne. Eine Hymne, wo einem kalt der Rücken raufläuft. Ja genau. Was wäre denn mit der Bayern-Hymne? Gott mit dir, du Land der Bayern. Gott mit dir, du Land der Bayern. Gottvater haben wir doch auch. Was willst du mit der Bayern-Hymne? Ist doch viel zu provinziell. Das sind wir nicht. Wir brauchen was mit mehr Bedeutung. Nehmen wir doch einfach mal unsere deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, und dann heißt es wieder rote Funken über alles. Das kommt bestimmt in den falschen Hals. Gut, dann nehmen wir halt die französische Nationalhymne. Die Marseillaise oder wie das hier Döns heißt. Ich glaube, das wäre gar nicht so gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Heinz Günther noch sauer ist auf den Macron, weil er damals Ursula von der Leyen gefragt hat und nicht ihn. Ist doch logisch. Ich glaube, der kann gar nicht so gut Französisch. Du Mensch, schade. Ich hab's. Es gibt eigentlich nur eine Melodie, die zu den roten Funken und zu unserem Präsidenten Heinz-Günther Hunold passt. Und das ist die Europahymne. Freude schöner Götterfunken. Wir sind alle rote Funken, Vorstand und Präsidium. Lachen, Witwe, Kölsch getrunken, singen, euch kundzutun. Höllisch Böcken, Ädelnütz und Beide und wie's Funkenmütz. Hölzel, Zabel, Ungewehr, treu, ich sind im Fasse leer. Suffe als der Mare, wie's direkt kann Not verdrage. Mädchen will ich mich verschriebe, Büsserei nicht übertriebe. Klutsche will ich mit Manieren, nur Kölsche Mädchen kann es sehen. Will ich singen von Ulle bis Orwe, dacht du nicht ob de Fahne loppe. Ich Böcken, Ädelnütz und Beide und wie's Funkenmütz. Hölzel, Zabel und Gewehr.
will Kölsche trunken singen, euch gut zu tun. Höllisch Böcken, Ädelnütz und Brede und wie's Funkelnütz. Hölse, Zahle, ungefähr, wild heu, ich sing dem Faste leer. Knutsche will ich nicht manieren, nur Kölsche Mädchen karessieren. Und will ich sing von Uhr bis Woche, dat du mich ob der Fahne love. Freude schöner Götterfunken. Ein Lied, das für uns geschrieben worden ist. Herzlich Dankeschön an der Eze Knubbel, Mitträger von Eze Kölle. Allah. Funke. Allah. Kölle. Allah. Es fehlt ja gar nicht mehr so viel in unserer Sendung, aber zum Beispiel jetzt der 4. Teil unserer neuen Spitznamen, der Funken des Jahrgangs 2021. Matthäus Modis, der neue Kölsche Rude Funk, hätte fast alles, nur noch nützliche Spitzname. Wir haben dich befragt, und nicht nur dich, sondern auch Freunde von dir, was denn so alles in deinem Leben geschehen ist. Denn wir wissen, du bist unser Flugkapitän, der Condor, der uns nach Kuba geflogen hat und von Las Vegas abgeholt hast. Du hast zum anderen gesagt, ich fliege alles, was mit Klebeband zusammenhält. Aber du fährst scheinbar auch alles, was mit Klebeband zusammenfährt, denn dein erstes Auto, so ist die Geschichte, hast du für 30 D-Mark erworben. Dein Auto hatte nur das Problem, es fuhr nur mit Fernlicht. Und deswegen hast du das abgeklebt, damit man mit diesem Auto überhaupt fahren kann. Allerdings hat dich die Polizei angehalten und du hast das Auto so geparkt, dass letztendlich man nicht sehen konnte, dass das mit Fernlicht nur fahren konnte. Die Polizei hat dann gesagt, hören Sie mal, was ist denn das für ein Auto? Du hast ein bisschen versucht zu retten, dass die Karre nicht abgeschleppt wird. Und dann haben sie diese Streifen entdeckt und haben dann gesagt, ja, was ist das denn? Und dann hast du gesagt, ja, der kommt gerade aus der Werkstatt. Die haben vergessen, dieses Klebeband abzumachen. Also bist ein Tüftler und ein Bastler. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir verleihen dir einen Spitznamen, der dich immer in die Gelegenheit versetzt, auf Schrottplätzen dieser Welt Dinge zusammenzubauen, mit denen man dann irgendwie fahren kann oder vielleicht auch fliegen. Und deswegen bekommst du von uns den schönen Spitznamen Schürreska. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was ein Schürreska ist? Ehrlich gesagt, nein. Und damit kannst du deine Teile immer wieder aufsammeln, die du unterwegs beim Fliegen oder Fahren verlierst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Super. Schürreska. Schürreska. Kölle! Allah. Funke! Allah. Kölle! Allah. Sehr zum Wohle. Vielen Dank. Karl Schmid, oder wie du eigentlich zu Hus heißt, verehrter Herr Geschmei. Du bist derjenige, der die weiteste Anreise hat, nämlich ein waschechter Bayer aus Erding. Und selbst da warst du schon ein großer Fan vom Karneval. Es gibt Anekdoten, die du selber erzählt hast, wie du in alten Frauengewändern zur Karnevalszeit dich dem Volk gezeigt hast. Mit der Tächt dabei und was so eine Frau mit sich rumträgt.
so hast du Karneval gefeiert. Du hast die Kölner kennengelernt in Erding und du hast die Liebe zu Köln entdeckt. Und du hast dich vorgestellt und hast also gezeigt, wie textsicher du bist, was die Blackfurs-Lieder angeht. Und hast, glaube von den 1000 Liedern, die die geschrieben haben, ungefähr 500 Texte, die du auswendig kannst. Und deswegen haben wir gesagt, naja, er hat schon mal Frauenkleider getragen. Er kennt das Bickendorfer Bütchen. Das Bickendorfer Bütchen ist eigentlich eine Fantasie, denn das steht eigentlich ja nicht. Gemeint ist genau dieses Bütchen. Und hier in der Ecke hat der Kölner Stadtanzeiger auch mal geschrieben, dass das Bickendorfer Bütchen eigentlich genau hier steht, in Köln-Rath. Und deswegen sind wir mit dir hier hingekommen. Denn das hat jetzt was mit deinem Spitznamen zu tun. Denn, wie singt der Erich Stockloser, denn das ist sein Lied, am Bickendorfer Bütche, da kauft der Jupsing Brütche, beim Lisbeth in einem Tütche, dat hätte lecker Schnütche, und abends dann am Bütche, verzählt er aus dem Tütche, dem Lisbeth mit dem Schnütche, wie schön er Bütche wär. Deswegen dürfen wir dir den wunderbaren, berühmten Kölner Spitznamen verleihen, Lisbeth. Herzlichen Glückwunsch. Lisbeth, willkommen im Club. Dankeschön, Dankeschön. Von Hetze Kölle. Allah. Funke. Allah. Kölle. Allah. Sehr zum Wohle. Tim Hartmann. Du bist fast eine echte Kölsche Rudefunke. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Spitzname. Und den haben wir dir hier zu überreichen an einem legendären Platz am Rheinkilometer 681 am Campingplatz Berger. Und warum tun wir das? Als du dich vorgestellt hast, hast du erzählt, wie dein Leben so aussieht. Und das Wasser ist dein Metier. Nicht nur, dass du ein Badebütt in Röhrmond hast, wie der Lewe Walter Hüsch auch, sondern dass du auch ein Surfer bist und mit einem VW-Bus durch die ganze Welt reist, in Europa, um die Surfplätze dieser Welt zu besuchen. Also muss es jetzt mit Wasser sein, was wir dir heute als Spitznamen bei der Kölsche Funk Rot-Wies verleihen. Und das Utensil steht praktisch schon hier. Sei doch mal so nett und geh da rein. Rutsch nicht aus. Perfekt. Dann darf ich dir Kraft meines Amtes hier am Rheinkilometer 681 den Spitznamen verleihen, den du jetzt drehst, bis du vom Stängel fällst. Abhück heißt du bei der Funke Badebütt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So. Klar. Ob uns frisch gebackene Badebütt, drehen wir von Hetze Kölle. Allah. Funke. Allah. Kölle. Allah. Sehr zum Wohle. Das waren die Spitznamen im Jahr 2021 und jetzt gucken wir mal. Aber ein Moment. Eine Kleinigkeit haben wir natürlich noch vergessen, lieber Heinz Günther. Du hast uns ja so freundlich darauf aufmerksam gemacht beim Urkunden durchschauen, dass du ja auch schon ein kleines Jubiläum noch hast, denn du bist 1989 in den Vorstand der Roten Funken gekommen. Und nach unserer Zeitrechnung sind das dann heute 33 Jahre. Davon bist du 20 Jahre unser Präsident und natürlich bekommt jeder bei den Roten Funken seine Urkunde. Und die sollst auch du haben. Jetzt. Jemand einen Überraschungsgast? Kommt mal rein. Hochverehrte Nachbarn von der Uederport, liebe Heinz Günther. Ich würde sagen, eine beispiellose Karriere. Und ich kann nur sagen, mit den hier anwesenden Vorstandskollegen, ich danke dir für 33 Jahre vorbildliches Engagement und unermüdliche Unterstützung in der Wortungspflege.
rufen wir uns auf unseren heutigen Jubilar, auf unseren Präsidenten und Kommandanten, auf das stolze Funkenjubiläum im Jahr 2023, was wir dann feiern dürfen. Mit dreimal von Hetze. Köln, Allah. Ruth Funke, Allah. Köln, Allah. Sehr zu Mode. Ja, lieber Heinz-Günther, das war so der erste Streich der Gratulation und ich glaube, das ist bestimmt nicht alles. Oder, Günther, haben wir uns noch was anderes überlegt? Ja, natürlich, wir haben uns so etwas Wertschätzendes und Anerkennendes überlegt. Und zwar haben wir einige deiner ehemaligen Vorstandskollegen der letzten 33 Jahre vor die Kamera geholt und die haben eine Videobotschaft uns dann geschickt. Eine Videobotschaft mit herzlichen Glückwünschen und herzlichen Gratulationen für dich. Und das schauen wir uns jetzt mal an für unseren Präsidenten und Kommandanten, die Lachduf von der Öleports, Heinz-Günther Hunert. Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Leve Lachduf von der Öleport. Leben Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Leben Heinz-Günther. Uns Lachduf von der Öleports. Lieber Heinz-Günther. Lieber Heinz-Günther. Ja, Leben Heinz-Günther, Lev Lachduf von der Öleports. Auch von mir einen herzlichen Dank für diese Jahrzehnte Arbeit, die du für die Funken geleistet hast. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Ding Fitschbund. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dir sehr herzlich zu deinem Kölschen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Vorstandsjubiläum. Auch ich gratuliere dir zu diesem Doppeljubiläum. Und ich wünsche, dass du noch ein paar Jahre mehr so natürlich bleibst. Die darf auch. Lieber Heinz-Günther, bleib so, wie du bist. Alles Gute, Konstantin. Weiterhin alles Gute, dein Freund Förke Stecher, Heinz Nopper. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Funke Alaf. Mit dreimal Kölle Alaf, röstig, Dinge Generalschiebe Leutche. Alles Gute und bleib gesund mit dreimal Funke Alaf. Herzlichen Glückwunsch zu einem karnevalistischen Jubiläum. Marco Wigger, du hast uns Funken zur Nummer 1 nicht nur in Köln, in ganzen Vosterloh und Rheinland gebracht. Mit den besten Wünschen aus dem Rathaus. Ich danke dir. Frohe Weihnachten, schönes neues Jahr. Lieben Heinz-Günther. Herzlichen Glückwunsch. Geburtstag. Ja, da darf ich mich nur ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Laudatio. Herzlichen Dank an unsere Feldschlort, Willi Stollenberg. Und natürlich an die spontane Idee des Co-Adjutanten. Ja, weißt du, wenn man Wie so er noch so eine schöne Urkunde zu Wenn man so zusammen am Pferd sitzt, da fällt einem genau. einiges ein. Einen Biesterer geht immer. Nein, ganz herzlichen Dankeschön, fühle mich sehr geehrt. Und man mache wieder im Programm. Und am Ende einer Veranstaltung der Roten Funken, da kommt etwas, was viele Zuschauer, die heute dabei sind, vielleicht gar nicht kennen, aus dem Karneval, nämlich der karnevalistische Zapfenstreich. Dabei geht es einfach darum, dass ja normalerweise der große Zapfenstreich der Bundeswehr in Berlin dann gespielt wird, wenn der Bundeskanzler geht oder der Bundespräsident oder auch andere hohe Beamte verabschiedet werden. Und und daraus entstanden ist eigentlich auch mit der Tradition, dass eben auch das Stabsmusikchor der Bundeswehr ja in Siegburg saß, heute das Musikchor der Bundeswehr ist, wir eine ganz enge Beziehung haben und seit vielen, vielen Jahren eben einen karnevalistischen Zapfenstreich in der Tat geboren haben. Und zwar unter Helmut Blödgen, der mir mal gesagt hat, ja, als man der übernommen hat von der anderen, da ja noch ja keine Note. Also hat dieses Orchester diesem ganzen Zapfenstreich ein Gesicht gegeben und was für eins, weil eins wird man feststellen, wenn man den Zapfenstreich hört oder über ihn erfährt, ist das eine Seite vom Fastelavond, die man so gar nicht kennt. Und deswegen kann man eigentlich nur feststellen, wer den noch nicht gesehen hat, der hätte jetzt verpasst.
Das Wort Regimentsexerzieren 2021 der Kölsche Funke Rot-Wies von 1823. Also sozusagen 198 Jahre sind wir alt und jedenfalls wir in unserer Zeit haben sowas auch noch nie erlebt. Jetzt könnte ich eine sagen, es hätte keine Spaß gemacht, euch das über den Sender zu bringen. Aber bei der Vereidigung der Rekruten in diesem Jahr, da gab es mal so einen Moment, obwohl wir ja alle ständig getestet waren, wo die Funken zusammenstanden und wo so ein Stück hochkam, was wir doch all vermissen. Und das gab bei mir Gänsehaut und beim Dirk auch. Wir haben gedacht, es ist doch ganz schnell festzustellen, was uns eigentlich fehlt. Wie wichtig dieses Fest Karneval ist, wie wichtig es ist, sich zu treffen und in den Arm zu nehmen. Gerade wir hier in dieser Region gehen offen auf alle Menschen zu und die Funke jetzt recht. Die Bützerei nicht übertriebe, nur Kölsche Mädchen karessiere. Wir hoffen sehr, dass das ganze Theater bald vorbei ist und wir uns wieder sehen können. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hätte. Und dass wir bald, ganz bald, wieder zu den Momenten zurückfinden, die wir uns sehnlichst wünschen. Madet Jod. Und wie sage ich immer auf der Bühne, wer jetzt noch eine Mütze um den Kopf hat, der möge sie abnehmen. Ob unser Vaterstadt Kolonia. Ob es drei stehen und alle, die sich jetzt irgendwie noch überlegen, bis sie jetzt Kölsche Fastelovend in das Wohnzimmer zu bringen. Dreimal von Hetze. Kölle. Allah. Funke. Allah. Kölle. Allah. Die Sitzung ist geschlossen. Madet Jod.